Bundesamt Bremen, Maja Zenzi, grüß dich. Was sagst du? Du hast nichts gefunden auf YouTube zum Schauen. Moment einmal. Hey, da ist schon wieder so ein Haumdacher droh, der findet auf YouTube nichts zum Schauen. Brutal. Hallo? Ja, du, heute kommt auf YouTube das Alpenglühen. Ja, mit dem Skypixel, so mit dem Ehrenwerten. Ja, das ist neu. Ja, das ist mega. Super ist das. Ja, genau. Also dann, für die. Ja, grüß euch, Servus, habe die Ehre zum zweiten Teil vom Alpenglühen, diesmal auf meinem Kanal. Ich freue mich brutal. Heute wird es eskalieren. Heute werden nicht nur die Alpen glühen. Aber stopp, stopp. Muss ich noch sagen. Ich habe den Livestream-Link heute meiner Mama gegeben. Hallo Mama. Wunder dich nicht, die Leute im Chat, was die schreiben. Es stimmt nicht alles, was die schreiben. Und ja, ich mache heute früher Schluss und ich habe mein Gemüse gegessen. Und lieber Chat, grüßt euch, Servus. Bitte seid lieb zu meiner Mama. Ja? So, ich bin nicht allein. Ihr wisst, ihr wartet alle auf jemanden bestimmten, auf unseren super Moderator, den Showmaster of Disaster, den ehrenwerten Uwe. Heißen willkommen. Grüß dich, Uwe. Herzlich willkommen, liebe Fotorocker, liebe Podrocker. Schönen guten Abend, Mountain Man, aka Bavarian Sky Pixels, aka Markus. Ja, was soll ich sagen? Hallo und herzlich willkommen. Hier bin ich wieder. Ja, damit ist alles gesagt. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es sehr gut. Alles klar. Fantastisch. Haben wir denn überhaupt Gäste? Ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir Gäste da haben. Wir haben tatsächlich, der Zähler sagt 16 Gäste. Das sind 18 mehr, als ich erwartet habe. Eigentlich, ne? Stimmt, ja, genau. So. Sollen wir denn mal alle begrüßen? Alle 16 begrüßen? Warte mal. Wo fangen wir denn mal an? Pass auf, wir machen das jetzt abwechselnd. Du begrüßt jemand, ich begrüße jemand, okay? Okay. Ich habe jetzt ganz nach oben gescrollt, so wie der Fachmann sagt. Du fängst an, such dir mal den ersten aus, ich nehme den nächsten dann. Ich nehme den ersten, der überall auftaucht. Hallo, Andi, Grüße nach Zagreb. Ja, und hier haben wir schon den zweiten Gast. Schönen guten Abend, Olaf. Das ist Wurst, aber nur echt vom süßen Kalb. Ja, was meinte er eigentlich? Was ist Wurst? Heute ist alles Wurst, glaube ich. Wahrscheinlich. Dann haben wir hier unseren Michael Knight ohne Knight Rider, ohne Kit. Grüß dich, Michael. Servus. Grüße aus Thüringen. Thüringen, da gibt es auch eine Wurst, ne? Die heißt Thüringer Wurst. Wahnsinn, ne? Ja. Was man hier wieder lernt heute Abend, ne? Unfassbar. Herzlich willkommen, der René, die Glanzfilmfabrik ist da. Hallo zusammen, schreibt er. Grüß dich, Glanzi. Dann haben wir hier den Christian Lemanski. Grüß dich, Servus und grüß Gott in die Runde. Grüße in den Pott. So, die Damenwelt ist natürlich auch anwesend. Herzlich willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist. Moin in die Runde. Moin zurück. Dann haben wir hier Holsteiner Foto, der uns wieder meckern wegen der Werbung. Grüß dich in den Norden. So, dann haben wir die Andrea doppelt gehabt. Hier noch, also nördlicher als beim nördlichen himself geht es ja gar nicht mehr. Schönen guten Abend, Theo. Jetzt bist du aber den Markus übersprungen, mein Namensvetter. Servus, Markus. Gruß von Markus. Das habe ich absichtlich gemacht, um dich zu testen, ob du auch aufmerksam bist heute. Ne? Das werde ich zwischendurch immer mal wieder machen. Ich werde mich auch selber testen, ob ich noch aufmerksam bin. Das funktioniert meistens nicht so gut. So, wen haben wir denn da noch? Den Christian Heigl. Schönen guten Abend. Haben wir jetzt den Theo Kötter schon gehabt. Jetzt haben wir nämlich einen Theo der Nördlichen und einen Theo Kötter. Theo Kötter, schöne Grüße. Guten Morgen. Schönen guten Abend, Frank. Und
Und wen haben wir noch? Da sehe ich noch einen. Guck mal, unter dem Frank, da kommt noch einer, Markus. Da mein Genau. Pixelfreak noch. Servus zusammen. Habe Dere. Grüß dich, freue mich, dass du da bist. Und hier ist er. Der Stefan ist auch da. Schönen guten Abend, Stefan. Oh, Und noch einen zweiten Stefan. Guck mal, da unten ist einer. zweiten Stefan, so weit bin ich gar nicht. Ich bin jetzt gerade beim Frank Kolotschik. Guten Abend, grüß dich. Habe ich den gerade auch gesehen. schon gehabt, egal. Gut, dann nehmen wir jetzt den zweiten Stefan. Wie heißt eigentlich der Plural von Stefan? Stefanie, oder? Stefanüsse. Oder Stefanie. Ne? Meistens ist Plural ja mit I am Ende. Habe ich mal so gelernt in der Schule. Also damals in der Baumschule, wo ich war. So, ja, Cool. Mountain Man, was haben wir denn heute für ein tolles Programm? Wir haben ja wieder einen tollen Monatsrückblick heute beim Alpenglühen. Darum geht es ja eigentlich. Wir schauen uns ja alles an. Ja, wir sind ja solche Konsumenten. Mehr Konsum gibt es ja gar nicht als bei uns. Und wir haben uns echt wieder alles angeguckt, ne? Wir haben Fundstücke, wir haben Liebling des Monats. Hier von der letzten Sendung hängt extra bei mir an der Wand. Ganz genau. Ich mache dich nämlich jetzt mal echt groß. Zeig uns doch noch mal den Liebling des Monats Februar. Hier. Da ist er. Genau. Weißt du noch, wie der heißt? Der hat ja einen Namen auch, der Liebling des Monats. Das war der absolute Vernichter. Genau. Ja, absolut. Der Vernichter. Der Vernichter war der Liebling des Monats Februar. Zu Recht, würde ich sagen, ne? Definitiv, ja. Ja, vor allen Dingen haben wir den ja gemeinschaftlich, demokratisch gewählt. Hier mit der Community, mit dem Chat zusammen. Ja, und was sollen wir sagen? Der Monat ist rum. Wir brauchen einen neuen Liebling, Mountain Man. Braucht man. Aber ich glaube, wir haben welche zur Auswahl. Ja, also an der Stelle schon mal müssen wir den Chat natürlich ein bisschen anfeuern hier. Also, wir stellen euch heute wieder 4 Lieblinge vor und ihr wählt euren Liebling des Monats. Wie wird gewählt, Mountain Man? Wie machen wir das? Im Chat, ne? Da machen wir einfach für euch im Chat eine Abstimmung, wozu ihr draufklicken könnt. Genau, also ihr bekommt nachher, wenn wir alle Lieblinge vorgestellt haben, bekommt ihr die Möglichkeit zur Abstimmung im Chat. Und dann werden wir in wenigen Minuten, werden wir dann wissen, wer der neue Liebling des Monats ist. Ja, dann würde ich sagen, wenn alle bereit sind, dann starten wir doch mal, oder Mountain Man? Perfekt, ja, würde ich sagen. So, dann geht's wieder los heute im Alpenglühen mit dem Liebling des Monats. Und Mountain Man, ich glaube, wir haben da eine richtig tolle Auswahl getroffen. Das ist ja immer schwierig. Der Liebling des Monats, das kann ja nicht jeder werden, ne? Also Kandidat für Liebling des Monats, das muss schon jemand sein mit einer besonderen Leistung, ne? Der was Besonderes vollbracht hat, oder der besonders beliebt ist bei allen, oder halt, ja. Der irgendwie heraussticht, genau. Genau, der irgendwie was Besonderes hat oder gemacht hat. Und ich stelle euch mal den ersten Kandidaten vor. Ja, bist du bereit, Mountain Man? Aufgeregt und bereit. Sehr gut. Also, das wäre Kandidat Nummer 1, der VDV. Ne? Das ist nämlich der Verein Deutscher Verkehrsunternehmen. So, und die haben was gemacht, das ist wirklich großartig. Die haben sich mal mit der Sicherheit in den Verkehrsmitteln befasst und haben festgestellt, so ein E-Scooter ist brutalst gefährlich. Ne? Also ich weiß nicht, wie bei dir ist, Mountain Man, also hier sind die so gefährlich. Ja, ne? Also bei uns explodieren die jedes Hauseck. Man hört es die ganze Zeit. Also mehrmals pro Stunde eigentlich, kann man sagen. Ne? Wie Silvester. Ja, also hier im Ruhrgebiet, da ist der Himmel ist ständig rot und voller Qualm von den ganzen E-Scootern, die brennen. Ne? Die Feuerwehr kommt schon nicht mehr nach, Katastrophe. Und da hat der VDV halt festgestellt, das ist zu gefährlich. Ne? Also da empfiehlt der VDV ab sofort den Verkehrsunternehmen, E-Scooter nicht mehr mitzunehmen. Ne? Ist natürlich eine großartige Idee, weil braucht ja gar keiner so einen E-Scooter. Ne? Also da war bei mir schon der erste Aufreger. Da beziehe ich klar Stellung. Also ich bin da absolut kein Freund von dieser Entscheidung oder von diesem Vorschlag. Erstens bin ich selber E-Scooter-Fahrer und zweitens kenne ich ganz, ganz viele Leute, die den E-Scooter benutzen, weil sie sich eben kein Auto kaufen können.
ja, und müssen aber trotzdem irgendwie zur Arbeit kommen. Das heißt, bisher sind die mit dem E-Scooter zu Hause losgefahren zur Straßenbahnhaltestelle, sind dort eingestiegen, sind dann gefahren, sind ausgestiegen und den Rest, ne, die letzte Meile, wie man so schön sagt, mit dem E-Scooter zurückgelegt bis zum Arbeitsplatz. Ab sofort dürfen die, ist also seit diesem Monat schon, seit März, keinen E-Scooter mehr mitnehmen. Das bedeutet, die müssen dann sagen, ey, lieber Arbeitgeber, ich kann gar nicht arbeiten kommen, weil ich habe auch kein Auto. Ich kann mir auch kein anderes Fortbewegungsmittel kaufen. Geht leider nicht. So, extrem kontraproduktiv. Und der Witz ist ja, wenn man jetzt mal überlegt, was darf denn sonst noch mitgenommen werden mit Akku im öffentlichen Verkehr? Richtig, elektrisch betriebene Rollstühle, genau. Und da hat der VDV gesagt, die haben ganz andere Akkus, ja, eine ganz andere Technik, total ungefährlich. Ne? Auch E-Bikes kann auch gar nichts mit passieren. Aber die E-Scooter, die zwar alle ein CE-Prüfzeichen haben, die hier in Deutschland vom TÜV zugelassen werden, die sind total gefährlich. Ja? Also, was ist eigentlich mit Hunde? Können die auch explodieren? Sind Hunde erlaubt? Ja, aber ich glaube unter Vorbehalt. Ich glaube, die müssen vorher in so eine Tüte, ne, falls die explodieren, damit die Explosion innerhalb der Tüte stattfindet. Schon, ja. Also ich glaube, da gibt es so eine Verordnung auch vom VDV oder nein, die machen ja keine Verordnung, die machen ja nur Vorschläge. Ja? Und die Verkehrsunternehmen setzen diese Vorschläge dann um. Und ich glaube, die nächste Stufe ist, dass Menschen auch nicht mehr mitfahren dürfen, weil die auch zu gefährlich sind. Ne? Es gibt ja Menschen, die haben Messer dabei, Pistolen, Handgranaten. Und ich glaube, das ist die nächste Stufe. Du bezahlst eine Fahrkarte, du kaufst eine Fahrkarte, aber fährt keiner mehr mit. Ja, du siehst dann nur noch leere Straßenbahnen, leere Busse fahren. Ja, aber wegen der Sicherheit. Stell dir mal vor, Mietsreist in so einem Zug. Dann habt ihr Dreck da. Ja, hier, die Andrea schreibt nämlich auch, das ist großer Bullshit. In Hamburg darfst du den Scooter nicht mehr in der U-Bahn mitnehmen. Ja, hier im Ruhrgebiet auch, mittlerweile überall. Und mal gucken. Ja, wen haben wir da noch? Genau, oder Fahrrad. Ja, wenn du ein Fahrrad hast du jetzt kein Fahrrad, muss ja erstmal ein Fahrrad kommen. Also hier Zentrale vorm Eurocastle, da gibt es natürlich einen Fahrradverleih. Aber da muss man jetzt auch Folgendes bedenken. Wir sind ja hier Studentenstadt. Ja, also wer da morgens ein Fahrrad haben möchte, der hat ein Problem. Der ist nämlich nicht der Einzige, der so ein Leihfahrrad dann nimmt und dann sind die alle weg. Jetzt, heute Abend, stehen die da unten wieder alle. Und mal eben ein Fahrrad kaufen, ja, warum? Ne? Ich habe mir ja extra, oder derjenige hat sich ja einen E-Scooter gekauft, warum jetzt extra noch ein Fahrrad kaufen? Also ist nicht nachzuvollziehen. Olaf sagt, gefälschte CE aus China. Ja, gibt es auch, aber nicht bei den großen Marken. Also wenn man ein Markengerät kauft, die haben sogar eine extra Software, eine extra Firmware für Deutschland, damit die nicht schneller als 20 km/h fahren, etc., etc. Ja, Theo sagt auch, der richtige Experten am Werk, die das entscheiden. Genau, da fällt mir nämlich immer auf, das habe ich auch geschrieben als Kommentar bei unserer Duisburger Verkehrsgesellschaft, ist immer interessant, dass das Leute entscheiden, die selber gar nicht davon betroffen sind, Mountain Man. Ist das bei euch auch so, die Entscheidungsträger bei euch? Das sind die Theoretiker. Bei uns heißen die Sesselpfurzer. Von Stutten und Blasen keine Ahnung haben, aber Gesetze oder Vorschläge machen. Ja. Denn das sind die typischen Leute, die dann da oben im Gremium sitzen. Die haben alle einen Chauffeur, die haben ein Auto. Ne? Die fahren ja alle gar nicht mit dem E-Scooter. Und die können natürlich dann locker mal eben aus der Hüfte sagen, wir empfehlen mal, die nicht mitzunehmen. Ne? Ist immer herrlich. So, ja, also das ist mein erster Vorschlag für den Liebling des Monats. Also am Anfang dachte man ja noch, das sind einzelne Städte, die das verbieten, aber mittlerweile ist das, glaube ich, fast in ganz Deutschland. Mountain Man, wie ist das bei euch? Dürfen da noch E-Scooter mitgenommen werden im Bus? Ihr habt doch Busse, soweit ich das weiß schon, aber wir sind eine kleine Stadt. Aber wenn ich mir so große Städte anschaue, es ist ja mittlerweile wirklich wie eine Pest, wo die überall rumgeschmissen werden und gestapelt werden. Und ein bisschen verständlich ist schon. Also jetzt wegen am Sicherheitsgrund sage ich, ist ein Blödsinn, aber E-Scooter ist schon ein bisschen eine Seuche, gerade mit den Leih-E-Scootern, finde ich. Ja, sagen wir mal so, der E-Scooter an sich kann ja nichts dafür. Ist eine Sache der Kommunikation auch und der Organisation. Genau. Ja?
Gibt ja auch so Städte in Holland, die autofrei sind. Da stapeln sich die Fahrräder überall. Die haben dann auch irgendwann gesagt, okay, wenn wir die Autos schon verbieten und alle fahren mit dem Fahrrad, dann müssen wir das richtig organisieren. Und das funktioniert dann auch. Ne? Da wurden ja zum Beispiel die Parkhäuser umgebaut, wo früher Autos drin waren. Da sind alles Fahrräder drin. Also richtig voll elektronisch alles mit einer App, also wirklich super organisiert. Trotzdem gibt es da manchmal auf der Straße so Stellen, wo massenweise Fahrräder abgestellt werden. Das ist für alle anderen dann wieder schlecht, ne? Für Fußgänger. Ja, aber wie gesagt, das Fahrrad an sich ist ja jetzt nicht schlecht. Das Auto an sich ist ja auch nicht schlecht. Es kommt immer auf die Organisation an. Ne? Und meistens ist ja das Problem, wenn von irgendwas zu viel da ist. Genau. Hast du jetzt einen E-Scooter irgendwo, gar kein Problem. Hast du 50 Stück da stehen, dann ist das schon wieder schlecht. Ne? Genau. Ja, aber wie gesagt, die Begründung ist ja auch noch interessant. Die berufen sich da auf 2 Meldungen. Eine aus Spanien und eine aus England, wo E-Scooter angeblich, das ist ja noch nicht mal bewiesen, abgebrannt sind in einem Bus oder in einer U-Bahn irgendwo. So. Aber das haben wir doch auch mit den Galaxy-Tabs, mit den Handys, mit den großen gehabt im Flugzeug. Deswegen sind die Handys trotzdem erlaubt. Ja. Es gibt Einzelfälle. Klar. Ja, die Begründung ist halt, wenn jetzt so ein E-Scooter-Akku brennt, dann ist das schwierig zu löschen, die giftigen Dämpfe, die dabei entstehen. Gut, der Akku ist jetzt ein bisschen größer als der von einem Smartphone. Ne? Klar. Aber wie oft kommt es vor? Wie oft ist es bisher vorgekommen? Also hier in Deutschland ist kein einziger Fall bekannt. Wüsste ich auch nicht. So, ne? Gut. Sollen wir uns mal den zweiten Kandidaten anschauen, Mountain Man? Ja, bitte. Unbedingt. Jetzt wird's hart. Ja, also für alle Zartbeseiteten kann ich jetzt schon sagen, jetzt kommt genau das Richtige, um den, wenn es jetzt noch Leute gibt, die ganz entspannt sind, die sagen, E-Scooter, bin ich ja gar nicht von betroffen. Für die habe ich jetzt das hier. Ja. Unser nächster Vorschlag, der nächste Kandidat, der Anzeigenhauptmeister. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen Stimmung auf. Ne? Also ich heiz die Stimmung mal ein bisschen an. Ich finde den richtig gut. Ich mag den. Wir haben es ja letztes Mal schon prophezeit. Wir haben euch gedroht damit, dass der kommt heute. Ja. Hier, die Begeisterung fängt schon an. Schau mal, der René freut sich auch schon. Also er betet ihn sogar als Gott an. Kann ich verstehen. Also er ist schon godlike. God-Mode. Ne? Im Computerspiel würde man sagen God-Mode. Ja, der Anzeigengott. Definitiv. Ja. Ich finde das so gut, dass da einer mal wirklich mit gutem Beispiel vorangeht und uns alle daran erinnert, dass es Regeln gibt. Und dass das Zusammenleben der Menschheit nur funktioniert, wenn die Regeln eingehalten werden. Ne? Ich glaube, der aktuelle Stand ist, heute war er in Hamburg und vor 2-3 Tagen in Berlin-Neukölln. Da hat er sich echt reingebaut. Ja, der hat ja gesagt, der geht jetzt auf Tour, ne? Auf richtig große Tour. Ja, der zieht das jetzt knallhart durch. Christian schreibt, der Anzeigenhauptmeister ist noch nicht mal in den Top 5. Der Highscore ist bei über 14.000. 14.000 was denn, Herr Lemanski? Dann müssen Sie das auch genau benennen hier, ja? Sonst gibt es direkt die nächste Anzeige hier. Wenn Falschbehauptungen im Chat aufgestellt werden, 50 €, ja? Ja, ich schreibe es mal auf. Die Anzeige ist schon fast raus eigentlich, kann man sagen. Lemanski, 50 €. Gut. So, was sehe ich denn da? Ja, hier, ja. Guck mal, was der Olaf schreibt. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ja, ne, wie immer, langweilig. Ja? Ja. Also, ich muss sagen, danke für den Hinweis, Olaf. Also wirklich auf den Punkt wieder gekommen, der Kommentar. Perfekt. Ja, Michael sagt's richtig genau. Die Regeln sind die Regeln. Ist auch nicht ganz korrekt. Es heißt ja, die Regels sind die Regels, ne, von Mark Terenzi. Ganz genau. Dislike ist raus. Ja, für wen? Für wen ist die Frage? Ne? Ja, also auch wieder so ein halbfertiger Kommentar hier rausgehauen. Nächste Anzeige. Ja, also jeder halbfertige Kommentar kriegt heute eine Anzeige vom Anzeigenhauptmeister hier. Ne? Olaf Anzeige, gut. Genau, hier wird alles notiert. Sehr schön. Wir werden das sammeln. Ne? Also gibt da nämlich auch so ein Bonussystem bei den Anzeigen, die man raushaut. Ja, auf jeden Fall eine ganz schön kontrovers diskutierte Geschichte auch.
Aber Mountain Man, ich habe so den Eindruck, das ist so ein bisschen inszeniert worden, oder? Kann das sein? Jetzt zum Schluss kommt es so langsam ein bisschen raus, ja. Es sickert so immer mehr durch. Ja, hat Spiegel TV, die haben ja nichts mit dem Spiegel zu tun. Spiegel TV ist ja eine eigene Firma, eigenes Unternehmen. Ja, wie soll man das nennen? Die haben einen schönen Hollywood-Spielfilm daraus gemacht, ne? Also das ist so mit Journalismus hat das jetzt nicht mehr so viel zu tun, glaube ich, ne? Ja. Das ist Entertainment, Docutainment oder wie man das nennt. Ja, also von dem Gesichtspunkt her, also mich hat das absolut großartig unterhalten bisher. Das schon, ja. Also anfangs hat es mich echt unterhalten, dann war ich entsetzt und war aufgeregt. Mhm. Dann haben wir so in der Community mitgekriegt, dass er belächelt worden ist, dann ist er verarscht worden, Memes und so weiter. Dann ist das Ganze ins Negative mehr gerutscht, dass Medienanstalt das alles so öffentlich macht und jetzt sickert es langsam durch, dass das auch von ihm so eher inszeniert ist zum Kohle machen, wie es auf der Welt ist. Ja, da hast du gerade was Gutes angesprochen, Memes. Hast du da zufällig was gefunden im Netz? Dann zeig doch mal, ob du was gefunden hast. Da haben doch bestimmt ein paar Leute schon wieder Witze drüber gemacht, oder? Ich habe da was gefunden, aber ich habe es nicht eingebunden. Du hast es nicht eingebunden? Nein. Ist das nicht das hier unten? Das Video, was ich da sehe? Das können wir uns auch anschauen. Ja, dann Das genau. Ja, das ist cool, Oder? das machen wir. Ja, dann mach doch mal, hau doch mal rein. Okay. Mountain Man. Da wisst ihr, von was wir sprechen. Hallo Leute. Also, und wer sind Sie? Ich bin Privatperson, der deutsche Anzeigenhauptmeister. Bitte? Der deutsche Anzeigenhauptmeister. Ja, super. Ja. Ja, Artig ab, die Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Die Mare. Ja. 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 Ich wollte euch mal auf ein kleines Video mit auf die Currywurst nehmen. Ja, Jetzt drücken Sie aber ein Auge zu, oder? Nee. ja. Solange wie es beim Halten bleibt, wären das 55 €. Ja. Ja, Ja. ich bin auf einer Woche Heimaturlaub in Deutschland und Dann kommen halt Leute wie ich. ab. Du stehst schon auf dem Grundstück, also. Ja, das nicht eingezäunt darf man ja auch. ja. Ja. Und ich meine, gut, das Wetter ist halt wie immer in Deutschland anscheinend. Ja. Ja. Willst du dir nicht mal Arbeit suchen oder so? Ja, Hab ich? Echt? Ja. ja, aber gibt kein schlechtes Wetter raus. Bisschen kalte Hände, aber Naja, also das ist sicherlich eine Leistung, die ich als erster verbracht habe. Ja. ja, ich wollte euch einfach mit der Go 3 und meinem E-Bike hier auf eine Runde mitnehmen, hier am Rhein, Neuwied und eine Currywurst und vielleicht ein bisschen Quatsch. Ja, Jetzt drücken Sie aber ein Auge zu, oder? Nee. Jawohl, das war der Anzeigenmeister. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also ich muss sagen, ich finde das echt toll, was du da gemacht hast. Also das finde ich wirklich, wirklich super, finde ich das. Ja, was soll man dazu sagen? Also ich finde das eigentlich. Das ist so die absolute Königsklasse, würde ich behaupten. Ja, Passt auf würde beim ich auch Videoflocken. sagen, Passt auf beim Videoflocken, er kann plötzlich hinter euch stehen. Hammer, ne? Also irre. Also finde ich wirklich richtig, richtig gut. Aber jetzt sind vielleicht auch einige Leute ein bisschen, weiß nicht, vielleicht sind die jetzt ein bisschen erschreckt oder so, ne? Kann das sein? Habe ich vielleicht den ein oder anderen von euch erschreckt? Dann tut uns das natürlich leid, wenn wir hier irgendjemand erschreckt haben. Aber wir müssen auch eins dazu sagen. Wer jetzt von euch auf allgemeines Gequassel keine Lust hat, der sollte jetzt lieber wieder wegschalten. Ne? Also, ihr wisst Bescheid, ne? Hier wird hochqualitativ, investigativ, wird hier Journalismus betrieben vom Mountain Man und vom Ehrenwerten. Und ja, also jetzt sollte wirklich dem Letzten klar sein, worum es hier eigentlich bei Alpenglühen eigentlich geht, ne? Oder gibt es hier immer noch Leute, die nicht verstanden haben, worum es hier geht? Ich glaube nicht, ne? Also ich glaube, alle wissen schon Bescheid. Vor allem, wir haben jetzt schon 20 Zuschauer. Wir haben wieder mehr Zuschauer bekommen. Wahnsinn, oder? Ja, Olaf verabschiedet sich schon. Ja, Olaf hat ja auch gerade gesagt, ne? Ja, ne, wie immer, langweilig. Ja, so sind die Geschmäcker halt verschieden, ne?
Mountain Man. Aber ich muss sagen, ich find's großartig. Absolut großartig. Perfekt. Auf jeden Fall ein verdienter Kandidat zum Liebling des Monats. Also ich hab ja so ein Gefühl heute, wer Liebling des Monats wird. Ne? Ich habe so ein leichtes Gefühl, aber warten wir erstmal ab. Wir sind ja noch nicht fertig. Ne? Was sagt Schmidis Vlogs? Lies mal vor. Er hat es gut erkannt. Jetzt muss man ja wirklich aufpassen, was man so in einem Video sagt, sonst kommt man doch aufs Nippelbrett. Ja, wir können ja mal kurz an der Stelle mal eben kurz den Zuschauern erklären. Die Nippel sind ja großartig eingeschlagen, ne? Bei unserer letzten Sendung. Das war ja die erfolgreichste Alpenglühen-Sendung in ihrer Geschichte beim letzten Mal. Ja. Und wir hatten nur ein Problem, Mountain Man, mit den Nippeln. Das waren ja nicht unsere. Ne? Genau. Und was haben wir uns da für eine Idee ausgedacht? Wir machen eigene. Wir brauchen eigene Nippel. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und es hat ungefähr 2 Minuten gedauert, dann haben wir die alle zusammen gehabt. Ne? Also der erste war der Olaf, ganz klar. Also an der Stelle möchten wir uns bei allen ganz herzlich bedanken für die Vorschläge zum Nippelboard. Also ihr habt echt großartige Arbeit geleistet. Ne? Also vielen, vielen Dank. Denn Mountain Man ohne die Zuschauer, oder nicht Zuschauer, sind ja unsere YouTube-Kollegen. Ohne die wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Und wir haben uns ja wieder einiges angeguckt. Wir haben noch mehr. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, ob das bei den Zuschauern auch gut ankommt. Vielleicht kann der Chat ja mal kurz schreiben, wie euch die neuen Nippel bisher gefallen. Also wir haben da noch 2, 3 mehr haben wir noch vorbereitet. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt das mal gerne in den Chat rein. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem nächsten Kandidaten. Das neue Trikot der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft, das Auswärtstrikot. Also achte doch mal bitte auf die Farbe. Das passt doch perfekt zu unserer Sendung heute, Mountain Man. Ey, da kannst du mal sehen, wie Alpenglühen wieder einen neuen Trend geschaffen hat. Ne? Farblich alleine schon. Ist ja unfassbar, oder? Die haben das einfach wieder abgeschaut. Sowas kotzt mich an, wirklich. Ja. Der Meinhard, schönen guten Abend, schreibt gerade, könnt ihr die letzten 3 Minuten wiederholen? Ich musste meinen Rechner neu starten. Ja, ich würde sagen, wir fangen noch mal komplett von vorne an. Ne? Mountain Man, wir machen jetzt hier einen Cut und nein, Meinhard, du kannst selbstverständlich eigenständig zurückspulen. Das haben wir extra für euch eingeführt hier. Hat kein anderer Kanal bekommen, die Funktion. Bei uns kann man einen Livestream zurückspulen, Mountain Man. Ja. Nur bei uns. Wir könnten auch von vorne anfangen, mir ist wurscht. Hallo, Ja. schönen guten Abend. So, die Andrea bringt's auf den Punkt. Sie findet das Trikot schick. Finde ich auch. So, Christian sagt auch, Pink is beautiful. Richtig, der Helemanski, der kommt ja aus England. Ne? Kann man ja am Namen erkennen. Ne? Definitiv. Alles, Also Ostengland. alles mit Y am Ende hat englische Wurzeln. Ne? Genau. Limanski. Absolut. Ja, und Christian ist ja sowieso ein englischer Name. Ne? Christian Limanski. Genau. Ja, also ich frage dich mal, Mountain Man, wie findest du Pink? Jetzt mal abgesehen von unserer Sendung. Think Pink. Ich finde es scheiße. Ja? Ist es jetzt Pink oder Flieder oder Rosé? Also Pink ist schon schlimm. Das ist eine gute Frage. Warte mal, da gibt es einen Namen. Trikot, Moment, Nationalmannschaft, alles so ein Farbe, geschultes Farbauge. Name. Wie heißen die denn? Neues EM-Trikot. Irgendwo steht das doch. Magenta, genau, Telekom, Magenta, das könnte hinkommen. Ja, warte, da gibt's richtige Namen für die Trikots. Ich bin wieder so schlecht vorbereitet. Ne? Da ist das Foto, was ich geklaut habe, das habe ich schon mal gefunden. Da sind die Preise, was die kosten, völlig neue Farben. Moment. Die Farben haben tatsächlich Namen bekommen. Verdammt. Kennt einer im Chat die Farben, wie die Farben heißen? Ja, bunt ist fast richtig. Aber welche Also Namen? dieses Pink hat einen ganz besonderen Namen bekommen. Ich google mal eben, ich finde das noch.
Nivea Blau. So, Nee, Christian, der Nivea merkt Blau nur ist vielleicht. komplett vorbei. Gucken wir nochmal nach. Nee, da war ich ja gerade schon. Wie heißt die Farbe denn? Vom Yogi. Nivea Blau. Naja, sagen wir halt einfach rosa. Also, mal gucken, hat es im Chat einer geschrieben, Mountain Man? Nee, ne? Noch nicht, ne? Magenta, Magenta innen, ja. Nivea Sehr gut. Blau. Sehr, sehr gut. Also, es gab hier wirklich den Namen von der Farbe, das stand irgendwo. Entworfen von Adidas, genau. So, da steht doch bestimmt was. So, mal sehen. So, hier muss man wieder Cookies akzeptieren. Wie heißt die Farbe denn? Da war auch wieder so ein immens langer Name, wie die Farbe heißt. So, mal eben gucken. Auswärtstrikot, so, da steht doch was. Bla 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 bla. So, wie heißt die Farbe? Traut sich keiner mehr zu schreiben. Mist, finde ich nicht. Auf jeden Fall, dieses Trikot, diese Farbe hat einen ganz besonderen Namen extra bekommen. Ja, da scheiden sich natürlich auch wieder die Geister der Fans. Ne? Also das eine Lager ist da völlig begeistert und das andere Lager ist so, ja, zu weiblich, ist nur was für die Frauennationalmannschaft, nicht für die Männer. Mir gefällt die Farbe. Vor allen Dingen, weil die zur Sendung passt. Nee, überhaupt nicht. Nee. Außerdem gibt es von AC/DC gibt es einen Song auf dem Album Fly on the Wall und der Song heißt Sing the Pink. Oder Hell's Da muss Bell. das gut sein. Der rosarote Panther, lieben alle Kinder. Allein deswegen schon verdienter Kandidat, Liebling des Monats. Also alles, was pink ist. So, aber wir haben noch einen Liebling. Wir haben noch einen Kandidaten. Und da ist er nämlich. Ja, es ist wieder soweit. Ostern Ja, steht vor der Tür, der Osterhase. Ja, ist das nicht ein tolles Fest? Ist das nicht toll, wenn man einkaufen geht und alles ist schon mit Ostern dekoriert und die ganzen schönen bunten Eier, Schokoladeneier, riesige Schokoladeneier, Osterhasen, Glückshasen. Mountain Man ist doch was für dich, ne? Blasehase. Kennst du den Blasehase noch? Ja, natürlich. Ich kenne auch den glücklichen Lusthasen. Nee, den lustigen Glückshasen. Ja. Kennst du den auch? Der lustige Glückshas. Nein. Du kennst aber Harpe Kerkeling. Ja, genau. Kennst du den Film? Kein Pardon? Nein. Mhm. Oh, also absoluter Filmtipp. Ja. Okay. Eine der Hauptrollen spielt Heinz Schenk. Der spielt einen Moderator von einer Sendung. Die Sendung heißt Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und Harpe Kerkeling fängt da an zu arbeiten und muss das Hasenkostüm anziehen. Das Maskottchen. Das Lied Der muss dann kenn ich den lustigen Glückshasen spielen. Großartig, absolut großartig. Ja, träumt also von einer Karriere beim Fernsehen und es fängt erstmal ziemlich schwierig an. Aber ich will nicht zu viel verraten. Er schafft es, seine Karriere anzutreten. Großartige Komödie. Muss man merken. Unser glückliches Glückshäske, ja. Ja, das sind unsere Kandidaten. Ich gehe noch mal kurz zurück. Also der Osterhase, Moment, wir haben den Chat gar nicht gefragt. Jetzt mal Hand hoch im Chat oder das richtige Emoji zeigen. Wer findet Ostern denn schön? Wer feiert denn gerne Ostern? Wer freut sich über Osterhäschen, über die Frauen, die zu Hause schön dekoriert haben? Schokolade in wunderschönen Eiformen und Hasenformen. Also da bin ich natürlich dabei. Ja, Schokolade in sämtlichen Ostereiern und Hasenformen. Großartig. Hier, der Meiner hat noch, genau, das ganze Leben ist ein Quiz. Genau. Ja, der Song ist bekannt, ja. Also den Der kenne ich Song ist sogar, ja. bekannt. Genau. Hat aber mit dem Film gar nichts zu tun. Ja, Entschuldigung, du hattest den Christian eingeblendet. Ich mach's auch mal hin. Ostern ist schön, da werden die Eier angemalt. Ne? Das wollte Christian Limenski doch sagen, ne? Glaube ich. Oder ausgeblasen, könnte auch sein. So, die Glanzfilmfabrik freut sich auf jeden Fall über Ostern und auf das Osterfest. Da, schönen guten Abend, Neviat. Was sehe ich denn da? Zu spät gekommen. Das ist ja
ist ja eine Katastrophe, ne? 35 Minuten läuft die Sendung schon und da sagt er jetzt einen guten Abend. Wir sind schon kurz vorm Einschlafen hier fast, ne? Wir sind eigentlich schon fertig. Ja, du hast Glück, der Türsteher ist heute, er hat heute Urlaub, der feiert schon der muss Ostereier anmalen, der Olaf. Ja, darfst also einfach reinkommen, gar kein Problem. So, das war Kandidat Nummer 3, das neue Trikot. Kandidat Nummer 2, der Anzeigenhauptmeister. Und erster Kandidat der VDV. Mountain Man, bereite doch mal oder mach doch mal die Abstimmung fertig im Chat. Du kriegst das bestimmt hin. Klappst du? Soll ich dir die Kandidaten noch mal kurz nennen? Also Kandidat 1 wäre der VDV. Moment. VDV. Dann haben wir den Anzeigenhauptmeister, genau. Den Meister haben wir. Und so, dann haben wir das neue Trikot. Oder einfach nur Trikot. Das Trikot. Und den Osterhasen. Osterhasi. So, mal schauen, ob der Mountain Man das hinbekommt, die Umfrage zu starten im Chat. Achtung, die Umfrage müsste jetzt starten. Da ist sie, super. So, der Chat kann jetzt abstimmen. Ja, hier sind die 4 Kandidaten. Der VDV, dann der Anzeigenhauptmeister, Trikot oder der Blasehase. Also ihr dürft wählen und dann bin ich mal auf das Ergebnis gespannt. Mountain Man, gib doch mal einen Tipp ab. Sollen wir schon mal, nee, wir dürfen keinen Tipp abgeben, dann beeinflussen wir die Leute, ja. Nee. Der Olaf nimmt die 5, das ist sehr gut. Ja. Ich kann es nicht sagen. Ich schreibe es hier auf den Zettel. Ich habe auf jeden Fall eine Vermutung. Ja? Ja. So, Ergebnisse werden noch nicht angezeigt. Da steht nur 10 Stimmen, sehe ich. Kannst du schon du kannst, glaube ich, schon die ersten Ergebnisse sehen, ne? Mountain Man, noch nichts verraten. Ja, ich kann die ersten Ergebnisse sehen. Okay. Das wird... Oh. Ich glaube, da liegen wir beide falsch. Da liegen wir beide falsch? Ja. Also, okay. Ich habe die Lösung aufgeschrieben. Bin gespannt, ob ich richtig liege. Aber ich bin mal gespannt. Da würde ich sagen, zählen wir runter, oder? Ja, du siehst ja, ob die Zahlen noch ein bisschen hin und her gehen oder ob wir schon ein klares Ergebnis haben. Das ist, glaube ich, ein ganz klares Ergebnis jetzt. Manchmal ist ja so ein beim letzten Mal hatten wir ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das war schwierig. Da habe ich gesagt, wir warten noch mal ein bisschen ab, die Leute haben sich noch nicht richtig entschieden. Wenn du meinst, es ist eindeutig, dann zählst du runter. Also, mach mal wieder zusammen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und beendet. So, jetzt bin ich gespannt. Das gibt's ja gar nicht. Der Blasehase ist Liebling des Monats geworden. Osterhasi hat gewonnen. Osterhasi hat gewonnen. Wahnsinn. Ich zeig dich nochmal. Zeig's nochmal. Du hast draufgeschrieben. Ja. Anzeigen-Hasenmeister hast du geschrieben. Anzeigen-Blasemeister. Nein, Osterhase war richtig. Entschuldigung. Ich bin so unkonzentriert heute. Auch so schwierig mit den Wörtern heute, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Liebling des Monats März. Ja, ist ja noch rechtzeitig. März, Ostern, Osterhase. Zu Recht gewonnen, finde ich, ne? Ja. Semi-Lucid Fuchsia heißt die Farbe, glaube ich. Theo, ich glaube, das stimmt. Es war auf jeden Fall ein ziemlich intellektueller Name, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie man die Farbe denn nennt. Ne, weil Pink oder Lila wäre zu einfach. Versteht keiner. Ne, wenn du sagst, die neue Farbe ist lila, sagen alle, lila? Lila kenne ich gar nicht. Lila sagt mir gar nichts. Nee. Ne, aber Semi-Fuchsia hast du nicht gesehen? Ach ja, genau, stimmt. Ne? Ja. So, dann müssen wir ja jetzt den Liebling des Monats austauschen. Ne? Kriegst du das hin? Zum nächsten Mal, wenn wir noch eine Sendung machen, kommt dann hier daneben der Hase. Genau, so machen wir das. Dann sammeln wir das. Dann vielleicht kannst du die auch so ein bisschen übereinander machen, dass das so übereinander lappt, damit das so richtig katastrophal aussieht, wie damals in der Harald-Schmidt-Show, wo die Lieblinge ja alle übereinander geklebt wurden mit Tesafilm. Einfach drüber klatschen über den Vernichter.
Der wird dann vernichtet vom Blasehasen, vom Osterhasen. Genau. Ja, weggeblasen wird der quasi. Weggeschoben, weggepustet. Genau. Ne? Ja, also ich würde sagen, das haben wir super erfolgreich mit dem Chat zusammen hinbekommen, die Wahl zum Liebling des Monats. Vielen, vielen Dank an euch alle, die mitgemacht haben. Wir sind jetzt schon bei 28 Zuschauern. Jetzt merken die anderen auch, dass auf den anderen Kanälen wieder nichts los ist, ne? Auf den langweiligen Spießerkanälen. Ja, aber wir haben ja so viele Sachen uns wieder angeguckt im letzten Monat. Also ich habe eins festgestellt, Mountain Man, der Monat März, der war enorm kreativ. In allen Richtungen, ja, kann man sagen. Also ich habe da Sachen gesehen, als ich noch zu dir sagte, ich fange mal an, was zu sammeln. Also es hat 2-3 Tage gedauert, da war mein Sammelalbum komplett vollgeklebt. Da passte schon nichts mehr rein. Also es ist wirklich unfassbar, auf was für tolle Ideen die Leute kommen und auch hilfreiche Sachen zum Beispiel. Also nicht nur Klamauk jetzt, also Sachen, hier diese Lifehacks und sowas alles, finde ich großartig. Und wir stellen ja bei Alpenglühen, wir stellen ja im Monatsrückblick auch gerade solche Dinge vor, die uns aufgefallen sind. Ne? Also alles haben wir uns angeschaut und wir haben mal so ein bisschen was zusammengetragen. Sollen wir dem Chat mal unsere Fundstücke zeigen, Mountain Man? Ja, ja, gerne, unbedingt. Tja, dann kommen wir jetzt zu den Fundstücken des Monats oder Fundstücke des Monats, grammatikalisch richtig formuliert und vorgetragen vom Ehrenwerten. Und wer fängt an, Mountain Man? Möchtest du beginnen? Darfst du? Na, fang du an. Ich soll anfangen, okay. Ja. Also das erste, was ich gefunden habe, ich möchte das natürlich jetzt wieder in meiner Art anmoderieren, ja, damit das noch ganz besonders wird, damit das so einen richtig tollen, professionellen Touch noch bekommt. Ne? Also nicht nur einfach zeigen, sondern auch die Gedanken, die ich mir dabei gemacht habe. Wir sind ja alle auf Instagram unterwegs und auf Instagram gibt es ja sehr, sehr viele neue Sachen, seitdem ja bekannt wurde, dass, Moment, wo habe ich's? Da habe ich's. Also es wurde ja auch letzten Monat etwas bekannt gegeben und das hat Instagram ja ein bisschen verändert, ne? Weißt du noch, es wurde etwas zu Grabe getragen, ne? Fotografie ist tot. So, und seitdem die Fotografie tot ist, überschlagen sich natürlich die Ereignisse bei Instagram. Und das Schöne ist, die Leute sind alle so kreativ, die finden ja sofort neue Hobbys, neue Geschichten und neue Bildchen zum Zeigen. Und das Erste, was ich so gefunden habe, das ist so der Übergang. Also von der Fotografie weg zu was Neuem. So ein bisschen Fotografie ist noch drin, aber schauen Sie mal hier, meine Damen und Herren, Birding for Dummies. Also für alle wieder Ehrenwerte, die zum Beispiel eine Wasserratte von einem Biber oder von einem Nutria nicht unterscheiden können, hat jemand diesen tollen Leitartikel hier verfasst. Und ich muss sagen, genau darauf habe ich immer gewartet. Ich habe mich ja immer gefragt, was ist das jetzt für ein komischer Biber, der auch fliegen kann? So, und hier ist die Lösung. Es ist ein Bird oder ein Beard. Sagt man Beard oder Bird? Ich glaube, du hast den Beard, ne? Oder hast du auch einen Bird? Na, Bird, über einen Vogel. Bird. Okay, also hier haben wir, oben links ist zum Beispiel Bird. Mhm. Unten rechts ist mein Lieblingsvogel in diesem Jahr. Ist kein Bird, oder? Doch, auch Bird. Auch Bird. Okay. Ja. Ja, man ist im ersten Moment ein bisschen unsicher, aber wenn du genau hinguckst, ist es auch Bird. Ich erkenne es ja. An den Birdfedern, ja. Da in der Mitte der Schwarze, da dachte ich ja auch erst, das wäre was anderes, aber ist auch Bird. Ne? Okay. Man kann da manchmal durcheinander kommen. Deswegen finde ich halt gut, dass endlich mal jemand hier alle Varianten auf einem Bild zusammengetragen hat. Finde ich großartig. Ich weiß nicht, warum das die immer so jammern. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man es mal raus hat. Genau. Bird. Rechts hinten ist auch der kleine. Rechts oben ist Bird. Hab ich so auch noch nicht gesehen, aber das wird stimmen. Weil die anderen sind ja auch richtig. Ne?
Dann Das können wir uns als Einzige, Profis bezeichnen. Das Einzige, was ich ja ein bisschen schade finde, ist ja, jetzt kommen die damit an, wo Fotografie tot ist. Ja, jetzt Das ist hätte man einen Monat früher bringen müssen oder ein paar Jahre früher bringen müssen. Jetzt ist zu spät, weil jetzt ist mir das egal. Ich fotografiere eh nichts mehr. Schade eigentlich. Aber oder Tote Birds. Tote Birds wäre vielleicht noch. ja, aber von der Grundidee her eigentlich ganz, ganz gut, finde ich. Ne? Ja. So, aber ich habe noch was gefunden. Das ist auch was für dich. Ich hatte Probleme, das richtig zu lesen. Echt jetzt, na? Ja. Also ich war völlig verstört. Und dann habe ich mir nochmal das Wörterbuch genommen, was ich von dir bekommen habe. Da habe ich dann nochmal geblättert und dann wusste ich es auch. Aber vielleicht kannst du das mal vorlesen. Du kannst das besser. Also, lieber Chat, extra für euch. Es gibt Cola Light, es gibt Fanta Light und Bledi Light. Blede Light. Blede Light gibt's mehr als Cola Light und Fanta Light, oder? Bledi Light sind, ja, überall definitiv. Da brauche ich nur zum Fenster auszuschauen. Ja, aber das sind so Sachen, ich sehe die, ich speichere die sofort ab, weil die sind 5 Minuten später sind die schon wieder vergessen. Ist mir ganz oft passiert. Ich habe so tolle Sachen gesehen und dann habe ich mir die nicht abgespeichert und dafür gibt es diese tolle Funktion. Ich weiß nicht, ob ihr die alle kennt. Hab ich die Funktion schon mal gezeigt? Mountain Man noch nicht, ne? Na, nicht Also, wirklich. so da unten, da kann man draufdrücken und speichern in einer Collection. Und dann kann man sich selber eine neue Collection machen, hier oben über das Pluszeichen. Und dann könnte man eine neue Collection mit einem neuen Namen erschaffen. Und dort kann man sich dann diese Bildchen schön abspeichern. Und dann kann man die jederzeit wieder hervorkramen. Wenn man zum Beispiel mit einem guten Freund, so wie der Ehrenwerte hier, eine Live-Sendung moderiert, wo man solche Bildchen zeigen möchte. Also großartige Funktion. Also deswegen ist eine Sache, die mir echt gut gefällt bei Instagram. Da wärst du deppert, was du da alles kostet. So, aber ich habe noch mehr gefunden. Hier zum Beispiel für alle Leute, die einen Garten besitzen. Großartige Idee. Also ich übersetze mal. Also als erstes braucht man ganz große Strandbälle. Ne, diese großen Strandbälle zum Aufblasen, womit man früher als Kind schon gespielt hat. Dann malt man Augen da drauf und dann, ja, setzt man sie irgendwo in einen großen Baum. Am besten beim Nachbarn. Und dann, Pünktchen, 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 gibt's eine großartige Stimmung und eine großartige Party. Also ich finde es eine großartige Idee. Die könnte von mir sein, Mountain Man. Ja. Oder von dir auch, ne? Richtig cool, ja. 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 Warte. Das ist zu geil, warte. Vor allen Dingen, das sieht sehr gut aus mit dem schwarzen Hintergrund. So, ich hoffe, alle haben Screenshots jetzt angefertigt. Das war jetzt die Minion-Version, ne? Weil Ja. ein Auge ist mir verloren gegangen. Weltklasse Mountain Man, Weltklasse. Also dafür hat der Mountain Man sich jetzt mal einen Sonderapplaus im Chat verdient, finde ich, ja. Also ich bitte mal um Sonderapplaus im Chat jetzt für den Mountain Man. Großartige Klamauk-Einlage. Aber ich glaube, um das Prinzip geht es bei dem Foto, oder? Ja, aber Weltklasse. Ich finde sowas Weltklasse. Absolut. Irre. Aber es geht natürlich noch weiter. Der Ehrenwerte hat natürlich noch viel mehr gefunden. Zum Beispiel das hier. Solche Sachen finde ich ja auch immer toll. Also ich übersetze nochmal auf Deutsch. Oben sehen wir einen richtig schönen, echten Wolf. Und der denkt gerade, vielleicht habe ich etwas Futter vergessen am Lagerfeuer. Oder vielleicht bekomme ich etwas Futter am Lagerfeuer. So ist es richtig wörtlich übersetzt. So, und da unten sehen wir 10.000 Jahre später. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ja. Daran konnte der Wolf damals noch nicht denken. Ne? Nee. Unfassbar, ne? Das ist ja fast so ähnlich. Das ist ja fast so ähnlich, wie wenn man heiratet. Erst ist man so der Wolf, streift durch die Wälder und zack, einmal nicht aufgepasst, hast einen Ring. Dann hast du ein Teufelchen dran. Ja, dann bist du gezähmt. Und du hast so eine Mütze auf dem Kopf.
Und ja, genau. Und das Schlimme ist ja, weil du verheiratet bist, musst du die ja auch tragen. Das steht ja im Ehevertrag. Naja, da ist auch Polen offen, wenn es das nicht Ja, aussieht. ja. Oh, der Christian Limenski, ihm fällt gerade auf, oben der Wolf, unten die deutsche Nationalmannschaft. Ja, Sehr gut. Ja. großartig. Auch, ich weiß auch, woran der das erkannt hat, die deutsche Nationalmannschaft. An dem Gesichtsausdruck. Der Gesichtsausdruck. Ja, und weil sie sich nicht bewegen, oder? Ja, genau. Absolut. Und solche Dinger, die liebe ich einfach. So, Ja. genau wie das hier, wenn wir schon bei den Hundefreunden sind, ne? Also, ich übersetze mal. Also, da sitzt eine Dame in einer Bar und bekommt etwas gereicht vom Kellner, einen kleinen Ball. Und der Kellner sagt zu der Dame, das ist von dem Gentleman an der Bar. Und an der Bar sitzt ein Hund. Ich find's göttlich. Ich find's richtig klasse. Auch der Gesichtsausdruck von der Frau. Weil meistens sind ja die Männer, die gerne einen Hund haben. Ne? Frauen sind ja mehr auf Katze, oder? Oder ist das Nee. auch nur wieder so ein lächerliches Vorurteil? Das ist Klischee. Ja? Also die Maya Zensi liebt Hunde mehr wie Katzen. Ehrlich? Ja, Und wie ist das bei dir? ich liebe beide gleich. Du liebst beide gleich, okay. Also eigentlich Katzen, aber die frisst dann irgendwann der Hund. Ja, eigentlich liebe ich Okay. Hunde mehr. Also das heißt, wir haben die Maya Zensi, die gegen die Regel verstößt. Wir haben den Mountain Man, dem es egal ist. So, und ich oute mich mal, ich bin mehr Hundefreund. Aber ich liebe auch Katzen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, welches Tier jetzt abgegeben werden muss, gut formuliert, ne? Ja. Dann würde ich natürlich sagen, wir behalten beide. Ne? Aber Oder ich finde den einfach, man kann oder mit den einem Bird Hund, abgeben. Ja. ich finde einfach, man kann mit dem Hund viel mehr machen. Na, du kannst mit Katzen genauso, die kannst sogar Bälle bringen lassen. Das geht schon. Ja, aber ich glaube, das sind Ausnahmen. Aber es stimmt, es gibt auch Hunde, die machen das gar nicht. Stimmt, es gibt Hunde, die interessieren sich gar nicht für Bälle. Stimmt auch. Vielleicht ist das wirklich nur so ein Klischee, ein falsches Klischee. Kann das sein? Kann der Chat ja mal was zu schreiben? Also ist das so? Stehen Männer auf Hunde und Frauen auf Katzen? Oder kann man das überhaupt nicht so pauschal sagen? Das würde mich mal interessieren. Naja, ganz ehrlich, die Maya Zensi hat einen Chihuahua. Jetzt stell dir mich vor, Ja. wenn ich spazieren gehe mit meiner Größe und Statur mit dem Chihuahua, passt nicht. Apropos, sollen wir mal zur Maya Zensi schalten, ins Fundamt? Da Komm, kann wir man mal gucken mal. schauen, was die treibt, ja. Komm, wir gucken mal, was im Fundamt in Bremen los ist, ja? Ich schalte mal um eben, ja? Tja, wahrscheinlich, ja, wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Wir haben 20:23 Uhr. Ja, ist Schichtwechsel wahrscheinlich, ne? Nachtschicht hat noch nicht angefangen. Wir schalten gleich noch mal rüber. Vielleicht tut sich ja was. Wahrscheinlich Meeting am Kaffeeautomat. Ja, mit Sicherheit Pause gerade. Ist auch eine ganz schlechte Uhrzeit, glaube ich jetzt. Aber wir werden gleich noch mal rüberschalten. Vielleicht sehen wir ja was. In der Zwischenzeit gucken wir uns noch mal ein bisschen mehr an. So, das war übrigens hier der tolle Post von der DVG, also die Duisburger Verkehrsgesellschaft, haben extra so ein tolles Foto gemacht. Ne? Und ziehen sich natürlich geschickt aus der Affäre und schreiben da unten auch, folgt Empfehlung des VDV. Ja, also wir sind ja gar nicht schuld daran, wir folgen ja nur der Empfehlung. Ne? Also bitte beschwert euch beim VDV. Wir würden ja gerne E-Scooter mitnehmen und transportieren, aber der VDV, ja, im Endeffekt, das Witzige ist ja, der VDV, der hat gar nichts zu melden. Die geben ja nur Richtlinien vor. Ne? Aber du könntest jetzt auch sagen, als Verkehrsunternehmen könntest du sagen, ja, interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht. Ist eine Empfehlung vom VDV, aber setzen wir nicht um. Ne? Aber da sieht man wieder, wer einen Arsch in der Hose hat. Ja. Da wird wieder der Ball hin und her gespielt und keiner war es am Ende. Ja. So, apropos, hier gibt's noch was. Thema Hund zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch Instagram. Tiere geht ja immer. Hund entlaufen. Er ist mittelgroß, hat schwarzbraunes Fell und ist sehr intelligent. Bello, wenn du das liest, bitte melde dich.
Geil, ne? Ja, Auch das Bild von dem Hund finde ich großartig. mich erinnert das gerade an unser Fahndungsplakat irgendwie ein bisschen. Ja, ja die hängen auch noch, ne? Die hängen noch, ja. Die hängen noch, ne? Mhm. Ja. Also im Fundamt in Bremen gehen noch regelmäßig Anrufe. Deswegen Also ist bisher auch noch nicht gefunden worden, ne? Die Person. Also ich habe sie Nee. jedenfalls nicht gesehen. Nee. Komplett verschwunden, untergetaucht. Zerstört, vernichtet, weiß ich nicht. Ja, ist auch so ein Allerweltsgesicht. Also für mich sehen die alle gleich aus, ne? Auf den Fotos. So, Aber ich weiß, das hier ist zum Beispiel, aber ich weiß, dass derjenige in Holland ist. Deswegen können Ja. wir lästern drüber. Haha. genau. Ja, wir können sowieso über alle lästern, die nicht anwesend sind, ne? Also nicht Genau. physisch anwesend, So weil schaut's kann ja aus. nichts passieren, ne? Ja, und wenn dann doch mal was passieren sollte und man ist einsam, man hat keine Freunde mehr, was uns beiden wahrscheinlich passieren wird nach der Sendung, dann Ja. habe ich hier eine tolle Idee von jemandem. Also ich übersetze noch mal kurz für die Leute, die kein Latein sprechen. Also ich war einsam, bis ich einen Kaffeebecher auf das Dach meines Autos geklebt habe. Jetzt winkt jeder zu mir. Großartig, ne? Also der hat wirklich seinen Kaffeebecher da oben drauf geklebt. Seitdem winken alle zu. Finde ich eine tolle Idee. Ne? Weißt du, und das finde ich wieder. Ja. Nicht immer meckern und rumnörgeln, sondern selber mal aktiv werden, selber mal was machen. Ach, jetzt verstehe ich das von Franks Vlog mit dem Controller von der Drohne. Aber er hat das Ja. Festkleben vergessen. Frank, du musst den festkleben. Jetzt weiß ich das. Ja, Das steckt dahinter. Er wollte damit Aufmerksamkeit erwecken. ja. Klar. Und da finde ich auch, weißt du, was ich mir da gedacht habe als erstes? Da habe ich das hier gedacht. Wie zum Teufel komme ich auf meine Ideen? Wie zum Teufel kommt man da drauf, ne? Also ich find's wirklich, wirklich absolute Klasse. Ja, was soll ich sagen? Also es freut mich wirklich, wirklich sehr. Genau, mich auch. Ne? Ich finde das absolut klasse, ne? Aber jetzt mal wirklich, das ist eigentlich, Aber jetzt wirklich so. ne? Das ist doch, da muss er erstmal drauf kommen. Das ist absoluter Knaller, finde ich. Ja. Und ja, aber wahrscheinlich gibt's auch wieder den einen oder anderen, der sagt, Ja, ne, wie immer, langweilig. kann auch sein. Ne? Ich weiß ja nicht, weil wie findet der Chat denn die Idee? Ich glaube Erstklasse, ich glaube Weltklasse, ne? Oder? Oh, ich glaub's auch. Ich glaub's auch. Ja. So, dann lass doch mal gucken, was der Ehrenwerte hier noch gefunden hat. Hier, ein Relikt aus der Antike. Einzige erhaltene Fotografie der Errichtung der Pyramiden von Gizeh, aufgenommen mit einem Nokia 7650. Ja, können auch nur wieder ganz besondere Leute drüber lachen. Ne? Aber ich find's klasse. Ja. Also hier sehe ich gerade, hier möchte jemand noch mehr davon haben. Ja, wovon genau mehr? Wovon genau mehr? Bitte spezifizieren Sie Ihren Post. Mehr Nippel? Mehr Nippel? Also wenn der Chat noch mehr Nippel sehen möchte, dann kann er das natürlich schreiben. Also wir haben hier noch 2, 3 Nippel haben wir noch. Die haben wir noch nicht gezeigt. Ne? Da warten wir noch auf den richtigen Moment, Mountain Man, oder? Genau. Aber ich glaube, er meint Aber- Nippel. Ich glaube, der Chat ist richtig heiß auf Nippel. Noch mehr Nippel? Also noch mehr Nippel? Das kann aber auch ein bisschen gefährlich werden, ne? Glaube ich, oder? Wenn man zu viele Nippel macht, oder? Ich habe gerade geschaut, ob der Stream noch läuft oder ob ich schon Strike gehabt habe, weil wir jetzt zu oft schon Nippel gesagt haben. Ich hoffe, YouTube weiß, was wir mit Nippel meinen. Ja, ich sag mal, das Einzige, was Habe ich vielleicht den ein oder anderen von euch erschreckt? ne? Ja. Was mir bei dem Bild auffällt, gut, das ist jetzt ein bisschen alt. Aber trotzdem, ich finde, der Fokus ist nicht richtig scharf, ne? Oder? Mountain Man? Ja, für Nokia geht's. Ja, aber jetzt, guck mal, die Handys, die waren doch damals schon in der Lage, alles scharf abzubilden. Na, das, was immer kritisiert wird, dass ein Handy alles scharf macht.
Mhm. Ich finde, also hier vorne, der T-Rex, der sieht ganz gut aus, aber da hinten ist er ganz schön unscharf, ne? Oder? Ja, ja, das ist kacke. Aber weißt du, was auch sein kann? Ich habe ja von einem professionellen Fotografen, habe ich ja letztens das hier gehört. Scheiß auf den Fokus. Wahrscheinlich deswegen. Ja. Wahrscheinlich deswegen. Ne? Aber wir haben jetzt schon 2 Sachen gelernt heute, lieber Chat. Scheiß auf den Fokus und die Viecher davon heißen wie? Bird. Genau. Ganz genau. Das sind Birds. Ja. Ja. Aber das hier auch mit den Pyramiden. Ich habe mich ja auch immer gefragt, ob wirklich Menschen das ohne Hilfe, also nur mit menschlicher Kraft gebaut haben. Nee, ist eigentlich vollkommen unmöglich. Aber das erklärt's. Das halte ich für möglich. Ja. Ne? Also ich finde auch, das ist so. Aber jetzt wirklich so. Ne? Das ist wirklich so. Absolut, oder? Absolut ist Brain weg. Ja. Aber da ist ja noch lang nicht alles. Ich habe ja noch was gefunden. Das ist auch richtig, richtig toll. Ihr kennt auch alle die neuen Intercity-Züge. Was heißt, so neu sind die ja nicht, ne? Aber die werden ja gerne mit Graffitis vollgeschmiert. Und hier ist mal eine schöne kleine Bildersammlung. Da haben sich nämlich, oder hat sich eine Gruppe, hat sich mal richtig Mühe gegeben. Und sensationell. Also erstmal, man sieht das ja auch so ein bisschen. Mal gucken, ich habe ja hier irgendwo eine Lupenfunktion. Also hier vorne hat man den roten Streifen, den hat man so ein bisschen übermalt oder übersprayt. Das heißt ja sprayt. Man malt ja nicht, man sprayt ja. Ist, glaube ich, der Fachausdruck, ne? Sprayen. Sprayen. So, also der rote Streifen würde ja normalerweise hier lang gehen. Den hat man also hier schön weggesprayt. Und hier ist das Schneckchen drauf. Ne? Und das Schneckchen zieht quasi hier die rote Schleimspur. Also ich finde geil. Aber da sind noch mehr. Pass mal auf. Das ist brutal. Das ist ganz witzig. Ja. On time. Ja. Weil die immer so pünktlich sind. Weltklasse einfach. Boah, habe ich mich darüber abgerollt. Und schön ist auch das hier mit der Rasierklinge. Auch eine witzige Idee. Können das alle sehen? Ja. Kannst du mal ein bisschen größer machen. Also hier eine richtig schöne Rasierklinge, die dann den roten Streifen verursacht auf dem Intercity. Und hier vorne auch wieder mit weiß übermalt. Sowas gefällt mir, sowas Kreatives gefällt mir. Ist klasse, ne? Ja. Da gibt es noch einen mit einem Tampon. Ach Gott sei Dank, dieser Bass. Auch die Begeisterung von den Bahnarbeitern hier. Die staunen alle. Sehr gut, sehr gut. Richtig klasse. Und das gibt es auch noch. Also es soll ein Mensch sein, der da in dem roten Band sich verheddert hat. Okay. Ich hoffe, das kann man erkennen so ein bisschen. Sind das legale Sprays oder illegale? Ich glaube nicht. Nein, es gibt keine. Da gibt es keine legalen Sprays. Denke mal fast, gell? Das ist ja auch jetzt nicht der offizielle Account von der Bahn. Okay. Da klaut einer ein Stückchen vom roten Strich. Ja, nur mal ein bisschen das Mannequin super geil gemalt eigentlich. Also ich fahre auf so Sachen, fahre ich ja völlig ab. Irgendwie wird das HB-Männchen noch fehlen. Kennst du das noch? Ja, klar, natürlich. Auf dem roten Strich das HB-Männchen. Ja, und so ein bisschen erinnert mich dann auch in der Kinowerbung damals. Da gab es doch dieses Strichmännchen, was so gelaufen ist auf diesem Strich. Ach, das hat so einen ganz bekannten Namen auch. Ich komme wieder nicht drauf. Aber kennst du das auch noch, Mountain Man? Strichmännchen. Nee. Das fing an, so ein Strich. Da wurde ein Strich gemalt mit so einem Mannequin. Ja, genau. So, einfach nur als Bild. Und dann war das Ganze animiert auf einmal und das Männchen lief dann. Ach nee, ja, das habe ich ja gemeint. Kam zum Beispiel so ein Felsen oder so, dann ist ein Mannequin stehen geblieben und hat sich beschwert, hat immer so geschimpft, mach das mal weg. Und dann kam der Zeichner wieder, hat den Felsen weggemacht und dann konnte das Männchen weiterlaufen. Das habe ich verwechselt mit dem HB-Männchen, aber ich glaube, das war Franzose, das war ein französisches Comic. Ja. Hier, Olaf Weises, Linea, genau, La Linea. Danke, Olaf. Spanisch wahrscheinlich oder Italienisch. Okay. Ja. Genau, und der war immer voll am Toben dann. Ja. Ach Gott. So, hier noch eine Version. Oh. Auch klasse gemacht mit den Augen. Ja.
Also das ist wirklich mal kreativ. Ne? Es gibt ja viele Graffitis, die sind einfach, naja, was soll man sagen, hier hat der ICE vorne eine Maske gekriegt, eine Corona-Maske. Meistens sind Schmierereien. Super, ne? Ja. So, und einen haben wir hier auch noch. Auch witzig gemacht. Vor allem, wenn man jetzt drüber nachdenkt, das ist ja wirklich da drauf gesprüht oder gesprayt, kann man hier ein bisschen erkennen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Da ist also mit weißer Farbe auf die Fenster gemalt, ne, damit das so aussieht, als wenn der Finger hier das Dach runterzieht. Ja. Ne, weil normalerweise sind da die Fenster. Also das ist natürlich jetzt ja wahrscheinlich wasserlösliche Farbe auch gewesen. Geht bestimmt ganz einfach ab. Aber du musst da die Zeit vorstellen, wenn es Illegale sind, wie schnell das meistens im Dunkeln funktionieren muss. Gell? Also, Das frage ich mich ja auch immer, wo das gemacht wird, dass das nicht auffällt. ja, wenn die in Wartungshallen stehen oder so. Oder Ja, irgendwo aber ich abseits. denke mal so, ne, die Bahnangestellten, die haben ja manchmal ein bisschen Langeweile. Warum nicht, ne? Müssen ja immer Fremde sein, ne? Hier auch nett. Bordrestaurant, Happy Xmas. Ne? Die Gans als Weihnachtsessen. Auch schön gemacht. Ja. Also gefällt mir echt super. Ja, das waren soweit die Bildchen. Mal gucken, was habe ich hier noch gefunden. Ja, jetzt kommen natürlich ein paar freundlichere Bilder. Ne? Also das sind für mich Fotos, die würden sofort Foto der Woche beim Podrock werden. Sofort. Mhm. Sofort Ja. einstimmig gewählt, Foto der Woche. Weltklasse. Kriegst du nicht besser hin. Kriegst du nicht besser hin. Auch vollkommen egal, mit welcher Kamera. Großartig, oder? Ja. Gleich ohne Also Abstimmung. Da träumt jeder Wildlife-Fotograf von, sowas mal hinzukriegen. Ja, es ist halt ein Bird. Also mittlerweile kenne ich mich aus. Richtig, Ja. stimmt. Gut erkannt. Stimmt, Bird. Ja, Wenn man genau absolut. hinschaut. Bird. Ich dachte auch erst wegen dem Wasser wieder Biber. Nee. Dachte ich erst. Aber stimmt, Bird. Genau. Ich glaube, das ist auch der Moment, bevor der Schnabel das Objektiv zerstört, ne? So kurz zuvor, ja. Das 400er 2.8. Der ist schon am Zielen. Der schaut sich jetzt genau an, wo er hinpicken muss. Ja. Da muss ich noch mal gucken, hier war noch ein zweites Bild in Schwarz-Weiß. Aber ich finde, das funktioniert nicht. Da ist mir zu Eindeutig. wenig Kontrast. Eindeutig Plener, schreibt der André. Eindeutig, absolut, ja. So, hat der Ehrenwerte denn noch was gefunden hier? Ja, genau. Das ist auch immer nett, die typischen Sprüche. Aber manche sind ganz okay. Also damit kann ich mich wieder identifizieren. An die ganzen jungen DJs, die zurzeit alles aus den 90ern samplen und covern. Hallo, wir sind noch nicht tot. Wir merken das. Ja. Auch ein toller Punkt, über den man diskutieren kann. Es gibt meiner Meinung nach nur ganz, ganz wenige Coverversionen, die besser sind als das Original. Es gibt welche, die so ein bisschen aufgefrischt sind. Ja, stimmt. Aber das meiste ist einfach nur aus der Retorte, sage ich immer. Vor allem, hier wird ja gemeint, dass nur Teile gesampelt werden und dann kurz gespielt werden und dann ein anderer Song ist. Ne? So nach dem Motto, mir fehlt eigentlich die Idee für ein richtig geiles Lied. Ich nehme einfach mal ein anderes. Das steckt ja eigentlich dahinter. Ja. Deswegen, früher war es ja so, da hat man Coverversionen gemacht als Hommage an den Künstler, wo man sagt, der Künstler hat mich inspiriert. Deswegen versuche ich mich mal an einer Coverversion, was natürlich zum Scheitern verurteilt ist. Ich werde niemals eine bessere Version hinbekommen, aber das ist mein Niederknien vor dem Künstler. So war es ursprünglich. Heute geht man hin, Mountain Man, wir müssen einen neuen Song machen. Der muss bis nächste Woche fertig sein, laut Plattenvertrag. Ich habe keine Idee, was machen wir? Samplen wir irgendwas, oder? Schau mal, was erfolgreich war vor 20 Jahren. Weil das Ja, merkt lass keiner. Guck mal in unsere Liste, ob da noch irgendwas steht, was wir noch nicht geklaut haben. Wenn da noch was steht, nehmen wir das jetzt. Oh, Olaf, sein Stichwort. So wie hier, langweilige Dinge sind. Ja, ne, wie immer, langweilig. Ja, absolut volle Zustimmung, Olaf. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. So. Und das hier ist eigentlich auch richtig toll.
Ich weiß nicht, ob das alle erkennen können. Das ist also eine Szene in einem Museum. Da ist ein alter Mann, der guckt sich das Bild an und alle Jüngeren stehen im Halbkreis davor und machen ein Selfie. Gesundheit! Haben wir alle gehört. Super, Zenzi. Warte mal, war das die Meier-Zenzi? Ja, ja. Sollen wir noch mal, oh, ich schalte mal eben rüber ins Fundamt, ja? Oh, ja. Mist, war mal zu spät. Ich hatte kurz was gehört, ne? War mal langsam, ja. Ich hatte kurz was gehört, aber etwas zu spät. Weil ich Schön. wollte das hier zeigen. Also hier ist das Gemälde. Wunderschönes Bild. Hier ist der alte Mann, der guckt sich das. Also es ist ein Mann in seinem besten Alter mit einem Walking-Stock in der Hand. Also und der hier Walking vorne Dead. ist die Jugend. Ne, da werden also Selfies gemacht. Ah. Da mit dem berühmten Selfie-Stick. Ja. Ne, die stehen hier alle. Überall sind die Handys Jetzt hat es ein bisschen gezückt. gedauert. Jetzt hat es geschnackelt. Mhm. Ja, aber so sieht es heutzutage aus, ne? Ja. Also es hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja. Ne? Das Bild ist super. Man muss bloß erst verstehen, ja. So schaut's aus. Also keiner befasst sich mehr mit dem eigentlichen Kunstwerk, sondern alle sind nur noch damit beschäftigt, ich muss mit auf dem Bild drauf sein. Sich damit schmücken, ja. Ja, also ich bin ja auch einer von denen, ich erwische mich da immer öfter, dass ich sage, früher war alles besser. Immer öfter. Ich glaube, das kommt mit dem Alter. Ist das so? Hast du das auch, Mountain Man? Das kommt im Alter, ja, das stimmt. Sag mal typisch was früher besser war. Früher haben wir in der Stadt weniger Straßenverkehr gehabt. Ja, früher war die Musik besser. Früher waren die Leute noch tugendhafter, pünktlich, ehrlich. Ja. Früher waren die Kinofilme besser. Nö. Was war früher noch besser? Früher gab es keine Handys und du hast den ganzen Tag deine Ruhe gehabt. Früher gab es hier noch einen Schützenumzug. Früher war das Bier leckerer. Das Bier hat früher besser geschmeckt. Ja, das unterschreibe ich, stimmt. Was noch? Die Kleidung. Früher, Die Kleidung war früher besser. Also wie die heute rumlaufen, alle Katastrophe. früher haben die Kinder noch Erziehung genossen. Ja. Weißt du was? Ich finde, wir können das mal alles zusammenfassen. Ja? Mhm. Und zwar so. Mi. Ja, früher war ja alles so viel besser, ne? Ja. Finde ich, ja, damit ist alles gesagt, oder? Ja. Komplett. So. So, dann gucke ich mal, habe ich hier noch eins da. Das ist auch Weltklasse. Also ich übersetze mal wieder auf Deutsch. Oh, die Andrea schreibt noch, also die Männer gefallen mir heute besser. Ja, was soll ich dazu sagen? Also da fällt mir, da habe ich auch das Richtige, ne? Achtung. Dann werde ich nicht nass. Nicht viel jedenfalls. Ich werde ein bisschen feucht. Also so habe ich das jetzt verstanden, oder? Haben das alle mit? Soll ich es nochmal zeigen? War wahrscheinlich zu schnell. Haben nicht alle mitbekommen, oder? Ich zeige es nochmal, ja? Dann werde ich nicht nass. Nicht viel jedenfalls. Ich werde ein bisschen feucht. Weltklasse, ne? So, aber hier, ich übersetze nochmal eben auf Deutsch. Ihr kennt das alle, Supermarkt, das schwarze Brett, auch wenn das nicht schwarz ist, wo also Wohnungen verkauft werden, Gegenstände gesucht, gefunden werden. Ist also folgender Aushang gemacht. Möchtest du lernen, wie man Banjo spielt? Und unten steht, nein, danke. Und 4 Leute haben es abgerissen. Richtig cool. 4 Mann haben es abgerissen. Das ist das Beste daran. Es ist zu geil einfach. Du hast also ein richtig geiles Foto gegeben auf einer Demonstration, wo einer rumgelaufen ist mit einem großen Schild. Ich habe auch ein Plakat gemalt. War klasse. Ja.
Ja. Also da finde ich einfach, Das ist so die absolute Königsklasse, würde ich behaupten. ja, das ist, also was Humor betrifft, Königsklasse. Absolut. Absolut, ne? Ja. Also brutal. Oder wie wir sagen, brontal, ne? Frontal krass. So, und hier ist auch so ein typisches Beispiel, Smartphone-Generation. Also der Text, ich übersetze nochmal für alle. Ja, wie übersetzt man das jetzt richtig? Also die Schrullige alte freakige, Dame. die verrückte alte Frau, die verrückte alte Lady wird beobachtet hier, während sie ja das Leben sich anschaut, anstatt es mit ihrem iPhone oder mit ihrem Telefon aufzunehmen. Also eine verrückte alte Frau schaut sich das Leben an, anstatt es mit dem Handy aufzunehmen. Ja. Ich glaube, können alle erkennen. Ja, ne? Kann man erkennen, ist groß genug, ne? Die Lupe braucht man nicht, oder? Aber es stimmt wirklich, wenn ich da im Zirkus drin gehockt bin und habe das alles durch einen Sucherbus gesehen, habe ich danach auch gedacht, hallo, ich habe von der Vorstellung nichts gesehen. Schade eigentlich. Ja, ja. Also das ist auch wieder so zweischneidig, ne? Also ich filme ja selber gerne auf Konzerten, aber ich fühle mich dann auch gestört, wenn das einer vor mir macht. Ne? Also ich finde es eigentlich am besten, wenn ich der Einzige bin, der das machen darf. Dann stört mich das nicht. Stört Auf mich dem nur mal bei anderen. Privatkonzert. Also nur für dich. Ja? Für dich nur allein, die Band spielt für dich allein und du filmst in Ruhe. Nee, also alleine ist langweilig. Ich brauche ja schon die Atmosphäre. Sonst ist das ja ein So, langweiliges Video, weil ich dann aufnehme. Ne? Aber ich möchte der Einzige sein, der seine Hand hochhält und das Ja, aufnimmt. verstehe. Weil da freuen sich ja auch alle anderen dann, wenn der Ehrenwerte was aufgenommen hat und schauen Ja. sich das dann an. Ne? Ja, ja. Ist übrigens mein erfolgreichstes Video, ne? Das vom Iron Maiden Konzert. Also Das ist so viel cool, dazu. ja. Ne? Alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Oder? Weil es einfach der Einzigste warst, der das aufgenommen hat. Ja. Ja. Ganz genau. Perfekt. So, das hier ist auch herrlich. Habe ich auch noch gefunden. Den perfekten Moment zu erwischen. Tja, aber leider alles gefaked. Hier wird mal kurz gezeigt, wie das dann in der Bildbearbeitung korrigiert wird, die Realität. Da, Himmel ausgetauscht. Ich lasse es einfach mal durchlaufen jetzt. Ja. Ne, kennen wir auch diese Bilder. Perfekt immer der Moment, wo das Flugzeug genau über dem Türmchen ist. Reisekatalog. Da wird das Auto noch schön dahingesetzt. Und das ist wieder genau das, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Fotografie ist tot. Ja. Ne? Ja, hier wieder der Beweis. Kannst du vergessen, ne? Ja, und dann gibt es natürlich noch die richtig tollen Sachen. Ähnlich wieder wie mit dem ICE. Das hat jemand auf einen Felsen gemalt. Es ist also ein Felsen im Wasser und das hat jemand da drauf gemalt. Ich habe jetzt echt zweimal schauen müssen. Ja. Ich würde heute schon denken, ein bisschen schaut es ein bisschen Ja, da komisch oben aus. steht auch, also irgendjemand hat diesen Felsen so angemalt, dass er aussieht wie ein Hai. Das ist aber cool. Ja. Ich stelle mir gerade auch vor, wie der da oben dran gekommen ist. Ich weiß ja nicht, wie groß der Felsen ist, aber er muss eine schöne Leiter mitgenommen haben, ne? Oder einen Pinsel an so einem langen Stab. Ich weiß es nicht, ne? Also ich stelle mir da ganz was anderes vor. Stell dir vor, du gehst ins Wasser, schwimmst, siehst es nicht, willst zum Strand zurück, drehst dich um unterm Schwimmen. Und auf einmal siehst du das Ding da vor dir. Wieder dein Herzkasper gegangen. Ich finde es absolut klasse. Ja. Aber jetzt wirklich so. Da musst du echt erstmal drauf kommen, ne? Ja. Also auch wieder hier. Das ist so die absolute Königsklasse, würde ich behaupten. Ja, zu Recht. Würde ich auch so unterschreiben. Königsklasse. Absolut Königsklasse. Aber wahrscheinlich gibt es auch wieder den einen. Ja, ne, wie immer, langweilig. Ne? Also gibt ja Leute, die finden ja alles langweilig. Ne? Ich weiß auch nicht, was man denen zeigen soll, Mountain Man. Keine Ahnung. Ja, das ist ganz schwierig. Ja, es ist schwierig, ne? So, ich gucke mal, ob ich hier noch was gefunden habe. Ach ja, genau, das war auch ganz neu, habe ich gefunden. Also auch mit KI erzeugt. Ja. Also einfach mal Prominente in Leder
gesetzt, Ui. in Leder gepainted. Also ich finde es, für mich ist das natürlich klasse, ne? Als absoluter Chains and Leather Fan oder wie Judas Priest singen, Hellbent for Leather. Hammer, Ja. Hammer. Klasse. Die Merkel, ja gut. Und das ist ja jetzt wieder der Punkt. KI wird mittlerweile ja so gut, immer besser. Klar, man könnte jetzt auch versuchen, einen Fototermin mit den Leuten zu kriegen und zu sagen, hier, zieh das mal an, ich mache ein Foto davon. Aber einige Sachen sind unmöglich, die sind ja nicht mehr zu realisieren. Oder du müsstest dann wieder jemanden haben, der als Double einspringt. Ja. Ey, ich finde es göttlich, absolut göttlich, ne? Göttlich und ein bisschen erschreckend, ja. Vor allen Dingen, es sieht auch wirklich gut aus. Es sieht wirklich jetzt nicht zu schlecht oder zu künstlich aus. Überhaupt nicht. Also, Hammer, ne? Hammer. Boris Johnson mit seiner Frisur, mit seiner struppligen. Gut, Ja. die Merkel ist ein bisschen zu schlank. Bill Clinton, ja, mit seiner Welle. Na, er natürlich sowieso. Ja. Ja, genial. So, die Andrea meldet sich gerade ab. Die muss nämlich morgen früh wieder raus. Und sie sagt gerade, der Wecker klingelt. Aber da habe ich auch was für dich. Achtung. So, ja. Das ist jetzt mein Wecker, aber stört mich jetzt nicht weiter. Hört gleich auf. So schaut's Ne? aus. Das ist eigentlich die richtige Einstellung. Es darf dich nicht stören, der Wecker. Der geht auch gleich wieder aus. Ne? So mache ich das eigentlich immer jeden Morgen. Der Ehrenwert ist ein Fährführer. Genau. Ach, grüß dich, Babs. Wo ist die Babs denn? Die Babs Die ist auch habe ich da. vorhin auch gelesen. Ja. Da ist die Babs, da ist die Babs. Was hat sie geschrieben? Leute nicht meckern, Traditionen hochhalten. Ja. Richtig. Absolut richtig, Babs. Herzlich willkommen erstmal. Hab dich jetzt erst entdeckt. Mhm. Ja, die Babs hat da absolut recht. Ne? Das muss man sagen. Traditionen sind schon wichtig, absolut. Also es freut mich wirklich, wirklich sehr. Ja, das freut mich auch sehr. So, genug Chains and Leather geguckt. Also das war's jetzt von meinen Fundstücken. Nehme ich das hier mal wieder raus. So, Mountain Man, du hast doch bestimmt auch Sachen gefunden, oder? Ich habe jetzt so im Moment, ja gut, was mir heute aufgefallen ist, wir haben heute vormittags Teleshopping gehabt. Teleshopping 24. Und ansonsten hast du eigentlich schon das meiste hergezeigt. Hätte ich gemeint. Oder ich habe irgendwas übersehen. Also ich hätte noch was. Ich habe ja noch was, ne? Hast du noch was? Ja, ist absoluter Knaller auch. Achtung. Okay. Also, das haben sich ja immer alle gefragt, warum so viele Menschen so blöd sind. Blädeleid. Ne? Es gibt ja so viel Blädeleid. Jetzt haben aber Wissenschaftler herausgefunden, woran das liegt. Das sind die Folgen von Benzindämpfen oder von zu viel Benzindämpfen. US-Bürger weitgehend Intelligenz gemindert. Neue Forschungsdaten aus den USA zeigen, dass Umweltverschmutzung nicht nur Krankheiten bei Risikogruppen vorantreiben kann. Es gibt sogar intelligenzmindernde Effekte über einen großen Teil der gesamten Bevölkerung hinweg. Ja, ausschlaggebend waren also die 60er Jahre, 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre. Da wurden die Benzindämpfe ja beim Tanken noch nicht abgesaugt. Und da hat man jetzt festgestellt, man hat also die Menschen untersucht und hat festgestellt, die Leute aus dieser Zeit, die haben also schlechtere Gehirnfunktionen. Aber dann war es ja, warum, dass ich so blöd bin. Weil ich kann mich erinnern, wenn mein Vater getankt hat, habe ich mal ganz gern am Tank geschnüffelt, weil wir das als Kinder irgendwie total gern gerochen haben. Habe ich auch gemacht, aber ganz ehrlich, guck mal, wo wir gelandet sind, haben doch alles richtig gemacht. Also so schlecht war es dann auch nicht. Ne? Vor allen Dingen uns, wir haben ja einen Vorteil, Mountain Man, uns sieht man ja die Blödheit gar nicht an. Ne? Wir haben ja Glück, wir sind ja mit Schönheit gesegnet, aber es gibt Leute, denen siehst du das an. Ja, das stimmt. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Das ist allerdings also jetzt auch wirklich passend zu der Untersuchung, weil es betrifft ja zum Glück nur die USA und nicht uns. Ja? Also so sieht der typische US-Bürger aus, der zu viel Benzindämpfer eingeatmet hat. Ja?
Wenn ich da in die Also Stadt gehe, wenn ich da in die Stadt gehe und triff so an, schaue den an und denke einfach, ja, Depp, klassischer Depp. Ja, genau. Kennt man Mhm. sofort. Aber Oder daran, gehört. daran kann man's halt genau erkennen. Ne? So, und das hier, Nein. meine Damen und Herren, Mountain Man, ich danke dir, du hast mir den Hinweis gegeben. Da kannst du jetzt mal so ein bisschen was erzählen. Das ist natürlich jetzt eine Geschichte, das betrifft nicht letzten Monat. Es ist also wirklich schon, ich glaube, 2 Jahre alt. Ja. Aber die Geschichte dazu, die musst du erklären. Also kleiner Hinweis, das ist von dem Kanal Marvin. Genau. Wer den nicht kennt, schaut da mal rein, ein paar witzige Sachen. So, was ist hier passiert, Mountain Man? Erklär uns das mal Der kurz. Marvin macht immer so krasse Sachen. Zum Beispiel hat sich der einen Doktortitel eintragen lassen, einen gefälschten Doktortitel. Ja. Und in dem Fall, da geht es um die Influencer, wie er das schaffen könnte, dass Influencer Werbung machen für ein gefälschtes Produkt. Und da hat er angefangen, eine komplette Webseite zu machen, ein komplettes Produkt zu entwickeln. Er hat sogar eine Marketingfirma gefaked nachgestellt, die sie dann an die Influencer praktisch die Anfragen gestellt haben. Und er wollte wissen, welcher Influencer sieht bloß das Geld und bewirbt ein Produkt, ohne dass er überhaupt weiß, was das ist. Und welcher kommt ihm auf die Schliche. Und da ist es ganz interessant, also wenn man sich das Produkt anschaut, was er da draufgeschrieben hat, was da alles drin ist. Also auf gut Deutsch, viele Influencer haben gar nicht angeschaut, was die bewerben. Die haben einfach gesagt, ja, machen's. Genau. Also müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich werde es ja verlinken, Marvin, also die. Ja, kannst du noch verlinken am besten. Auf jeden Fall, dieses Produkt ist ein Fantasieprodukt. Genau. Und ich habe mir das ganze Video angeguckt. Also da drin ist wirklich eine Creme. Also die soll, so hat er sich ausgedacht, dieses Produkt soll die Haut halt schöner machen. Ja, ein typisches Schönheitsprodukt, Kosmetik eben. Aber was da natürlich wirklich drin ist ein Gleitmittel. Genau. Also was man für ein paar Cent irgendwo kaufen kann. Also auch das Logo, den Aufkleber, hat sich diese Aufkleber im Netz besorgt, tolle Fotos davon gemacht, eine Webseite gemacht, als ob es wirklich dieses Produkt geben würde. Auch schon Instagram-Accounts gemacht, wo das Produkt angepriesen wird, damit die Influencer sehen, aha, es ist nicht fake, es muss echt sein. Er hat das Produkt dann zum Beispiel auch bei Müller oder irgendeinem DM-Markt im Regal platziert, hat das fotografiert, damit es so ausschaut, als ob das beim DM oder so auch verkauft wird. Und die Firma hat sogar dann drunter kommentiert, ja, wir haben jetzt wirklich das neue Produkt. Ja, also wirklich absolut Weltklasse. Und dann dann wurden die ganzen Influencer angeschrieben, XYZ, hallo, möchtest du nicht mein Produkt bewerben? Wir schicken dir dazu und du machst ein schönes Video davon und darfst das dann behalten, so wie das ja üblich ist. Ja? Ja. Und ja, also viele sind nicht drauf reingefallen, weil die haben direkt gesehen, was da für Inhaltsstoffe sind und haben nach mehr Informationen gefragt, die es natürlich dann nicht gab. Aber es gab ein paar, die sind drauf reingefallen. Die haben das Produkt dann angeworben im Video auf YouTube. Ich möchte dazu erwähnen, dass da irgendwie sowas dabei gestanden ist bei den Zutaten mit angereicherten Uran. Also oder Uranwasser oder irgendwie sowas. Ja. Genau, also Uran war drin. Dann irgendwas mit Pipi, Kaka, irgendwas. Ja, genau. Ne? Pipi-Kaka-Extrakt und also so versteckt, also ganz, ganz viele Zutaten in der Liste und mittendrin stand dann Uran, Pipi-Kaka-Extrakt und noch irgendwas Verrücktes. Also Weltklasse. Ja. Großartig. Also ein absoluter Knaller. Also für mich auch ein so tolles Fundstück. Ja. Schade, dass ich das nicht früher gesehen habe. Also wirklich. Den Link drunter. Ja. Absolute Weltklasse. Ja, wenn du nichts mehr hast, Mountain Man, an Fundstücken, dann könnten wir jetzt die nächste Rubrik nehmen. Oder hast du noch ein Fundstück? Dann. Ich hätte dann das Teleshopping vielleicht noch kurz, was mir heute aufgefallen ist. Richtig. Ich nehme das mal hinzu hier, ne? Wenn du magst. Ganz allein im Hobbykeller. Da möchte ich ja nicht wissen, wer da wen hobelt. Wie gesagt, der kostet heute nur 85 Euro Wahnsinn! und 95 Cent, liebe Damen und Herren. Und im Cent enthalten sind so nützliche Dinge, wie zum Beispiel dieser Engländer hier, mit dem sich Schraubenmuttern ganz einfach lösen lassen. Tja, so ist er, der Engländer, ne, Steffi? Scheiße Fußballspiel, nicht mal bei der EM dabei, aber dann mal eben eine verklemmte Mutter locker machen. Ich bin gleich wieder ernst. Großartig, absolut großartig.
Also den Shopping-Kanal, den kannte ich noch gar nicht. Ist der neu? Der hat heute vormittags ist der mit Shopping, also Fast Teleshopping 24 schon live gegangen, ja. Also ich Oh, habe heute Wahnsinn. Vormittag schon Teleshopping angeschaut. Ja. Ja, da muss ich nachher mal reingucken. Also das interessiert mich ja auch, weil Ja. ich bin ja anfällig für so Sachen, auch für die Influencer. Ja. Wenn die da irgendwelche Produkte zeigen, ich kaufe mir ja alles, ne? Vor allem ehrenwert, kauf ich mir weiß alles, es ne? aus meiner Kindheit noch von der Oma. Die Oma hat immer den Fernseher laufen gehabt und hat Teleshopping angeschalten. Und da gibt es Mhm. nichts Besseres. Markus Faas. Ich habe mir da ein Video runtergeladen. Ich wechsle bloß immer die Namen von die Objektive aus, damit ich ein bisschen Abwechslung habe. Und das schaue ich mir an. Da komme ich mir vor wie in der Kindheit. Finde ich super. Ja, absolut. Markus Aber wird mich jetzt hassen. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Also wenn einer Spaß versteht, dann der Markus auf jeden Fall. Das Weil glaube ich auch. der ist immer super gelaunt. Der hat immer gute Laune. Ich habe den nicht ein einziges Mal gesehen, wo der mal Ja. nicht so gute Laune hat. Kein Der einziges Mal, oder? der lächelt und grinst sogar, wenn die YOLO-Box wieder abkackt. Das fasziniert mich auch, ja. Ja, ich habe den noch nie mit schlechter Laune gesehen. Ja. Oder, was bitte? Oh, da kommt was von die Regie. Die Regie sagt gerade was. Hallo? Wir haben was von Markus Faas? Ja, dann zeigt mal kurz. Immer noch Musik. Sehr nervig. Oh. Ja, gut, also, ne, das haben wir alle schon mal gehabt, ne, wenn es dann nicht klappt und so komische Musik läuft, ne, also nicht so gute Musik wie früher. Aber jetzt muss Ne? ich kurz fragen, ich weiß es noch nicht beim letzten Stream vom Oliver Hummel, wie das jetzt war und mit Markus Faas. Kriege ich jetzt das Bilderbuch vom Hummel gratis dazu, wenn ich ein Objektiv beim Faas kaufe? Oder kriege ich das Objektiv gratis dazu vom Faas, wenn ich mal den Bilderband beim Hummel kaufe? Vielleicht könntest du da, lieber Chat, mal nächstes Mal, wenn ich stream, nachfragen, wie das ist. Würde mich interessieren und sagst dir einen schönen Gruß von mir. Ja, also ich glaube, der Chat ist da besser informiert. Ja. Die wissen mehr als wir beide zusammen. Ne? Da muss der Chat mal ich finde, der Chat sollte da auch nochmal nachfragen. Weil irgendwas Bei habe der ich da mal nächsten gehört, dass es irgendwas Gelegenheit, umsonst ne? gibt. Wenn man bei dem einen was kauft, gibt es das andere irgendwie umsonst. Aber ich war mir da nicht Ja. so ganz sicher. Ja, absolut. Ja, dann frage ich dich, hast du noch irgendein Fundstück? Hast du was gefunden? Ich habe eigentlich nichts mehr, nein. Du hast nichts mehr gefunden. Dann können wir eigentlich ja zur nächsten Rubrik kommen. Goschen des Monats. Ui. Mountain Man, für die zwei Leute, die nicht wissen, was das für eine Rubrik ist, müssen wir denen nochmal, glaube ich, erklären, was jetzt Goschen des Monats bedeutet. Ja, erklär mal bitte. Ach, Goschen ist schwieriger. Goschen ist ein Mundwerk auf Bayerisch. Ein Mundwerk, Mhm. was blöd daherredet. Oder was Ja. der Allgemeinheit nachplappert. Oder, ja. Und unsere Idee war eben auch, wir lesen ja auch, weil wir selber YouTube-Kanäle haben, auch viele Kommentare, nicht nur auf unseren Kanälen, sondern auch gerade auf den anderen Kanälen. Wir gucken uns ja alles an, Mountain Man. Ne? Und Oh ja. ja, unsere Idee war halt, wenn es da mal so Kommentare gibt, die herausstechen, die besonders gut geschrieben sind, dann präsentieren wir die natürlich hier in der Rubrik Goschen des Monats. Und was soll ich sagen? Also der Monat März war ziemlich turbulent, aber was die Kommentare betrifft, war es echt gemäßigt. Also ich bin da ein bisschen enttäuscht. Also da geht mehr, ne? Aber so ein bisschen was habe ich gefunden. Also ich lese mal vor. Das Spiel ist jetzt folgendermaßen. Ich lese jetzt hier einen Kommentar vor und ihr müsst alle raten, wo dieser Kommentar geschrieben wurde. So, also weiß ich nicht. Klingt genauso fishy wie komm in die Gruppe. Eure gesamte Formulierung klingt wie die 30. Kackwerbung, die einfach wirklich null verlockend klingt. Lernt doch eine andere Sprache zu sprechen, als es jede x-beliebige andere Marketingagentur macht. Denn genau so funktioniert genau das Marketing, das ihr allen beibringen wollt. Ein wenig ambivalent. Tja, da muss man erstmal sacken lassen, ne? Vor allem Also der Kommentator kann ja das schon ist- ein Fremdwort. So, das ist ja die Antwort auf einen Kommentar. Mhm. So,
Da beschwert sich also jemand. Klingt genauso fishy wie komm in die Gruppe. Eure gesamte Formulierung klingt wie die 30. Kackwerbung, die einfach wirklich null verlockend klingt. Also da hat jemand den Eindruck, es handelt sich um schlecht gemachte Werbung. Schwierig. Tja, wo könnte das gestanden haben? Ich weiß, das ist extrem schwer. Ja, es klingt schon wieder nach Teleshopping. Es geht in die Richtung, ja. Aber wer jetzt genau von den Teleshoppern? Also, erster Hinweis, es handelt sich nicht um einen Fotokanal, denn wie wir alle gelernt haben, Fotografie ist tot. Ne? Ja. Fotografie ist raus. Es ist kein bekannter Fotokanal, es ist auch kein unbekannter Fotokanal. Boah, hilfst du mal, Chat. Der Chat hat doch Zeit, den ganzen Tag Kommentare lesen. Die Zeit haben wir gar nicht. Also ich glaube, es ist zu schwierig. Wir können ja noch kurz warten. Ich kann mir noch mal ein bisschen etwas von meinem leckeren Schlossgrabenwasser einschütten. Frisch geschöpft aus dem Schlossgraben. Vor allem, er kann ja auch Fachausdrücke. Fishy, absoluter Fachausdruck, ganz unten ambivalent. Also es muss schon irgendwas sein, was so ein bisschen gehobener ist. Autobranche, Autosachen, aus der Autoszene. Bankwesen. In der Bank spricht man auch so. Ich komme in die Gruppe, voll fishy Kackwerbung. Könnt ihr Finanz. Ich komme nicht drauf. Also ich werde mal kurz vorbereiten. Moment. Marketingagentur. Denn Also wir sind ja doch nicht bekannt dafür, dass wir hier natürlich auch dann die Quellen genau nennen, wo das denn hergekommen ist. Ja? Ist ja nicht so, dass wir irgendwelche Fake-Sachen zeigen. So. Also, soll ich es mal auflösen? Ich löse mal auf. Ja? Also, der Ursprung des Ganzen ist hier. So geht YouTube. Den Kanal kennen, glaube ich, alle. Ne? Hallo, ich bin der Jan und ich sage euch, wie YouTube funktioniert. So, und zufälligerweise gibt es dann auch immer so Veranstaltungen, die natürlich Geld kosten, wo man hingehen kann, wo einem dann beigebracht wird, wie YouTube funktioniert. So, und jetzt gucke ich mal eben, wie kriege ich es hin? Genau hier. Bildschirm stoppen, dann präsentiere ich. So. Da haben wir es. Also, wir befinden uns jetzt auf dem Kanal von So geht YouTube. Ich zeige es euch nochmal. Ich scrolle hier ganz nach oben. Erfolg auf YouTube. Ja, müsst ihr euch nur angucken. Dann geht's nach oben mit dem Erfolg. Steil nach oben. Und es gibt ja immer den Bereich Community. Ne? Da war also so ein Post im Community-Bereich. Wir scrollen mal nach unten. So, da ist dieser Post. Ich lese mal vor. Nach über 10 Jahren YouTube-Erfahrung ist es soweit. Eine neue YouTube-Marketing-Revolution für Unternehmer startet und das mit uns. Wir haben all unser Wissen genommen und die Art und Weise, wie wir YouTube-Marketing beibringen, von Grund auf neu gedacht. Herausgekommen ist ein System, mit dem sich YouTube-Kanäle für Unternehmen noch strukturierter, systematischer und zuverlässiger aufbauen lassen. Und dieses System möchte ich dir beibringen. Du möchtest Teil der YouTube-Marketing-Revolution sein? Fragezeichen. Dann verpasse nicht unseren 2-tägigen Workshop nächste Woche. Dabei gibt es noch einen Kalender, eine Kaffeemaschine und eine Tagesdecke. Super. Workshop, die YouTube-Marketing-Revolution. Wann, wo, steht da. Bequem online von deinem Schreibtisch aus. Entdecke ein völlig neues Niveau des Marketings auf YouTube. Speziell konzipiert für Unternehmer, die aus der Masse herausstechen wollen. Und das will jeder Unternehmer. In diesem Workshop möchte ich dir zeigen, wie du nachhaltiges Wachstum erzielst, echte Autorität aufbaust. Autorität. Wusste ich noch gar nicht, dass das wichtig ist. Eine treue Community habe ich schon. Gewinnst und dabei authentisch bleibst. Sei also unbedingt dabei, wenn du dich auf YouTube als Experte positionieren und dein Unternehmen voranbringen möchtest. Ich freue mich auf dich, dein Jan. Ja, und dann auch, ja, was soll ich sagen? Ey, so professionell gemacht. Die Fahne da oben, die Siegesfahne, Revolution. So geht YouTube. Sei dabei. Knaller, oder? Brutal. Sorry, ich habe den Mund gerade voll mit Mozartkugeln. Ja, guten Appetit. Dankeschön. Also, jetzt kann man auch den Kommentarschreiber so ein bisschen verstehen. Ja. Ja, also man könnte den Eindruck gewinnen, es ist doch nicht so ein professionelles Marketing. Könnte sein. Könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Im ersten Moment, ich wollte direkt dabei sein. Ne? Als ich gelesen habe, Erfolg, Autorität,
Erfolg. Bei Erfolg war ich eigentlich schon direkt dabei. Da habe ich eigentlich schon fast auf den Button gedrückt. Erfolg, ja, ne? Wollte ich sofort mitmachen. Aber bei solchen Kommentarschreibern haben die ganz schön viel Arbeit auch vor sich. Ja. Also fangen wir schon bei den Basics an. Also im ersten Moment dachte ich, das ist so die absolute Königsklasse, würde ich behaupten. War so mein erster Gedanke. Ja. Ne? Aber dann relativ schnell. Ja, ne, wie immer, langweilig. Ja. Also letztendlich echt langweilig. Ich habe es dann doch nicht mehr angeklickt. Ne? Ja. Also Knaller Aber einfach. bei solchen Kommentarschreiber ist ein Hopfen und Malz verloren aus dem nächsten Donner. Ja. Aber ich hab noch was gefunden. Ist nicht ganz so spektakulär. Ist ein Kommentar nach meinem Geschmack. So, Moment. Ja. Also. Danke für dieses Video. Ich freue mich auf dein bevorstehendes Video. Hemdenkauf, meine Empfehlungen, mein Vorgehen, Fragezeichen, meine Kriterien, worauf musst du beim Kauf achten? So, die Frage ist jetzt wieder, wo wurde dieser Kommentar geschrieben? Und nein, ich habe den nicht geschrieben. Er ist nicht vom Ehrenwerten, aber er hätte fast sein können. Ich weiß es. Ich bin mir sowas von sicher. Dann sag's noch nicht, der Chat muss mitraten. Ja? Also ich glaube, ist groß genug, muss ich jetzt nicht mit der Lupe dran gehen, oder? Nee, ne? Ist groß genug, oder? Gut. Also der Chat darf gerne mitraten. Wo wurde dieser Kommentar geschrieben? Der ist auch noch online, also könnt ihr alles überprüfen. Ist kein Fake hier. Jetzt strengt es euch an. Vor allem, das wollt ihr ja immer die ganze Zeit wissen, wenn es der Kanal ist, was ich meine. Mhm. Traut sich keiner? Oh, die Elisabeth ist da. Die holen wir mal direkt rein. Schönen guten Abend, Elisabeth. Du kannst direkt mitraten. Wir sind in der Rubrik Goschen des Monats. Also es geht um Kommentare, die geschrieben worden sind. Und ihr müsst mitraten, wo der Kommentar geschrieben wurde. So, hier haben wir schon, hier wird mitgeraten. Also, wir lösen noch nicht auf. Ich zeige noch mal, was der Chat so vermutet. Also der Herr Ritter vermutet, unter einem Video vom Berliner Markus. Andreas schlägt vor Wein, Weib und Gesang. Elisabeth sagt auch Wein, Weib und Gesang. Ey, ich muss mir langsam mal auf meine Sprüche, muss ich mir ein Copyright legen, ne? Das ist ja mein Spruch eigentlich. Also wir haben jetzt dreimal Markus Faas vom Kanal Wein, Weib und Gesang. Nee, wie heißt es nochmal? Licht aus, Spot an. Nee, auch nicht. Zicke, Zacke, nein, auch nicht. Lichtform, Farbe. Das war's. Mountain Man, was vermutest du? Was vermutest du, Mountain Man? Ich muss dich jetzt vom Trinken abhalten. Wenn man in der Community nur das Wort Hemd erwähnt, dann ist alles klar. So, dann lösen wir mal auf. Hier kommt die Auflösung. Da ist das Video. Objektivkauf, meine Empfehlungen, mein Vorgehen, Fragezeichen, meine Kriterien. Worauf musst du beim Kauf achten? Also großartig. Ihr könnt das selber nochmal nachlesen alles. Also der Markus hat auch ein Herzchen gegeben für den Kommentar, weil der ist wirklich nett. Der ist schön, der ist nicht böse und sowas mögen wir grundsätzlich. Also ich ganz persönlich, solche Kommentare, die mal ein bisschen mehr schreiben als nur tolles Video, wann kommt das nächste, ne, so ungefähr. Also da hat sich wirklich mal jemand ein bisschen Mühe gemacht und finde ich witzig, finde ich toll. Vielleicht kriege ich ja Instagram-Nachricht nach der Sendung. Ja. So, die Babs hat auch noch nachgereicht. Ich glaube, wir haben eine kleine Verzögerung im Chat, Mountain Man. Ne? Kann sein, dass wir die Latenz auf normal oder lang oder irgendwas gestellt haben. Keine Ahnung. Nee, das ist eigentlich normal eingestellt. Klaus aus München. Hallo aus München. Habt ihr schon angefangen? Servus, Klaus. Nee, wir haben noch nicht angefangen. Die Sendung hat noch gar nicht angefangen. Das ist einfach nur hier Vorglühen. Ne? Also Vorglühen vor dem Alpenglühen. Ja, aber wir sind noch nicht lange dran. Wir sind erst seit 1 Stunde 44 Minuten dran. Also noch nicht so lange. Kein Problem. Hast kaum was verpasst. Ja, also das waren meine Goschen des Monats.
Und ja, jetzt würden wir eigentlich noch zum Gipfel des Monats kommen. Oder hast du auch noch Goschen? Du hast doch auch noch Goschen gefunden, Markus, ne? Ich hätte auch noch Goschen gefunden, ja. Aber das haben wir nicht vorbereitet wieder, oder? Mei. Moment. Bin ich jetzt gefragt. Ich muss jetzt ein Video zeigen, ne? Ja. So, also, ich hab's vorbereitet. Soll ich es zeigen? Soll ich ablaufen lassen? Ja. Okay, also Regie, wie sagt man immer Mats ab? Mats ab. Goschen des Monats. Habe die Ehre. In Bayern wird nicht mehr gegendert. Man kann halten von der Politik, was man will, aber bei uns in Bayern gibt es sowas nicht mehr. An öffentlichen Schulen, staatlichen Einrichtungen ist es nicht mehr gestattet. Finde die gut. Wieso? Deutsche Sprache hat zwischen 350 und 500.000 Wörter. Im Gegensatz zum Englischen kommt ungefähr auf 180.000 Wörter. Wir können in unserer Sprache uns perfekt ausdrücken. Als Beispiel: der Präsident, die Präsidentin. Auf Englisch the President. In vielen Sprachen gibt es die Unterscheidung von Hauptwörtern, Nomen, männlich, weiblich nicht. Gibt es nur in Deutschland. Im Englischen und in anderen Sprachen behilft man sich, indem man davor persönlich auf die Männlichkeit oder auf die Weiblichkeit hinweist. Mr. President, Mrs. President. Das Hauptwort President bleibt gleich. Im Deutschen wäre es der Präsident, die Präsidentin. Also haben wir schon eine Unterscheidung. Wir brauchen keinen Präsidentinnen mehr. Deswegen ist es einmal sinnvoll. Nicht alles, was aus Bayern kommt, ist sinnvoll, aber das finde ich gut. Das zum Thema Goschen des Monats. Die Goschen des Monats. Ja, da braucht man nicht mehr viel zu sagen, oder? Ich hoffe, dass es rübergekommen ist, was ich sagen wollte. Ja. Ich denke, auf jeden Fall, ne? So, mal gucken, wie sind denn die ersten Reaktionen? Wir fangen mal die ersten Reaktionen ein. Hier, die René gibt schon direkt einen Daumen hoch. Beifall vom Herrn Ritter. Ja, Mountain Man. Der Chat ist auf unserer Seite hier. Ja, da gibt's doch noch so einen lustigen Spruch von dem einen Philosophen hier. Wie heißt der nochmal? Mario B. Ja? Der hat auch Folgendes gesagt: ich gendere nicht, ich habe einen Schulabschluss. Genau. Finde ich auch sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Also die Grüße gehen raus an den Philosophen Mario B. Großartiger Mann, hat unheimlich schlaue Sachen rausgefunden und formuliert. Ja, ja. Er macht auch gerne so Bergpredigten. Nee, nicht Bergpredigten, aber er macht so Veranstaltungen, wo er sein Wissen zum Besten gibt, ja? Genau, stimmt. Ja, großartig. Ja, aber wer mir nur sagen dürfen, sagt man bei uns. Ja. So, dann haben wir jetzt eigentlich, guck mal auf die Uhr, wir haben noch gute 12 Minuten. Ja, wir wollen auch pünktlich fertig werden, aber ich habe noch was Schönes zum Abschluss. Oh. Wir haben ja hier immer diese Rubrik, Moment, da ist sie auch schon, der Gipfel des Monats. Ja, wir nennen unsere Sendung ja Alpenglühen und am schönsten ist das Alpenglühen ja auch oben auf dem Gipfel. Ja, wir haben uns unten im Tal versammelt, sind langsam nach oben gestiegen und befinden uns jetzt auf dem Gipfel des Monats. Und das war schwierig. Das war wirklich schwierig, da was rauszufinden. Es ist eine witzige Geschichte, aber wie immer bei mir, typisch bei mir, die zum Nachdenken anregt, wo man auch super drüber diskutieren kann. Und ich weiß nicht, meine Damen und Herren, haben Sie das hier gesehen? Sagt Ihnen das etwas? Ja, ich habe da nämlich auch den passenden Artikel zu vorbereitet. Ich warte noch mal kurz, ob irgendjemand dazu etwas sagt, bevor ich das Ganze auflöse.
Ja, Elisabeth, dann lade ich dich herzlich ein, mein nächster Gast zu sein, wenn du mehr auf YouTube sein willst. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, genau. Finde ich saugut. Also wir sehen hier eine Fehlermeldung. Ne? So, damit kann man jetzt erstmal nicht so viel anfangen, richtig? Naja, ich schon. Du schon, ne? Also da oben ist ein kleiner Hinweis versteckt zu einer Facial Recognition App, Exe-Datei, die einen Fehler verursacht hat oder in der es einen Fehler gab. Facial Recognition, was so viel bedeutet wie Mountain Man? Richtig? Gesichtserkennung. So, und jetzt schauen wir mal hinter dieser Fehlermeldung. Da sehen wir ein Maskottchen. Das kennen alle Leute, die gerne Schokolade und Süßigkeiten essen. Da steht vorne ein halbes M drauf. Ja, also, dann zeige ich euch mal, wo das herkommt. So, muss ich mal eben wieder den neuen Bildschirm teilen. So, da ist es nämlich. Ja, Fehlermeldung offenbart. Mars Verkaufsautomat scannt Gesichter von Kunden. Großartige Geschichte, ganz großartige Geschichte. Ja, natürlich auch nicht hier bei uns in Deutschland. Hier wird ja Datenschutz ganz groß geschrieben. Aber ich lese mal vor, an einer Universität in Kanada ist aufgeflogen, dass auf einem Süßigkeitenautomaten des Schweizer Herstellers Invenda biometrische Gesichtserkennung läuft. Ne? Hier ist das Foto. Und ich lese weiter. Big Brother war gestern, heute überwachen Verkaufsautomaten ihre Kunden. Bekannt wurde das durch eine Windows-Fehlermeldung auf einem Smart-Kiosk an der Universität Waterloo in Kanada, der mit der Marke M&M vom Süßigkeitenriesen Mars Wrigley gekennzeichnet ist. So, und hier die Fehlermeldung invenda.vending.facial recognition app.exe application error war darauf zu lesen, wie ein überraschter Nutzer mit dem Pseudonym SquidKid 47 jüngst auf Reddit postete. Grüße gehen raus nach Reddit, großartige Plattform für solche Leaks. Hey, warum haben diese blöden M&M-Maschinen eine Gesichtserkennung? Fragezeichen, fragte er. Ein anderer Nutzer klärte dazu auf, und zwar mit Auszügen aus einer Marketingbroschüre des Schweizer Automatenherstellers Invenda. Also, die Gesichtserkennungskamera und die Videoanzeige auf der Vorderseite des Verkaufsautomaten können Daten über Alter und Geschlecht des Kunden sammeln. Geil, ne? Ist also aus einer Marketingbroschüre. So, also merkt euch das mal bitte, können Daten über Alter und Geschlecht des Kunden sammeln. So. Sobald die Daten an die Steuereinheit gesendet werden, könnten sie mit anderen Informationen wie beispielsweise den lokalen Wetterbedingungen und der Tageszeit kombiniert werden. Heißt es weiter in dem Kommentar zu dem Beitrag in dem sozialen Netzwerk. Die Plattform kann dann eine Nachricht an die Videoanzeige zurücksenden, um gezielte Werbeaktionen auszulösen und Zusatzverkäufe in einer einzigen Transaktion anzuregen. Also man soll animiert werden, nicht eine Tüte zu kaufen, sondern noch 3 Schokoriegel dazu oder so in der Richtung oder noch ein Getränk. Ja, und jetzt gibt es natürlich ähnliche Fälle, auch in einem kanadischen Einkaufszentrum mit einem ähnlichen Automaten. Und interessant ist natürlich, wie jetzt darauf offiziell reagiert wurde. So, und der Universitätsreporter wandte sich auch an den Betreiber der Kioske, die mit Invenda kooperierende Firma Adaria Vending Services oder Adaria Vending Services. Dessen Verkaufsleitung teilte ihm abwiegelnd mit, am wichtigsten zu verstehen ist es, dass die Maschinen keine Fotos oder Bilder aufnehmen oder speichern. Eine einzelne Person könne mithilfe der Technologie in den Automaten nicht identifiziert werden. Diese fungiere als Bewegungssensor, der Gesichter erkennt, damit die Maschine weiß, wann sie die Einkaufsschnittstelle aktivieren muss. Also einfach nur ein Bewegungsmelder. Mountain Man, es gibt Bewegungsmelder, die aber nicht wie eine Kamera funktionieren. Ne? Hätte man ja auch einbauen können, oder? Also ich falle da echt vom Glauben ab, wirklich. Ist geil, ne? Geht noch Du bist weiter. ein ganz normaler Benutzer, gehst dann so einen scheiß Automaten, willst dann nur irgend so M&M's holen, da wirst dein Gesicht gescannt, dein Geschlecht wird gescannt. Irre, also. So, und angeblich ist es so, in Zusammenarbeit mit Mars und Invenda seien die Kioske vollständig vereinbar mit der Datenschutzgrundverordnung. Sie würden in vielen Einrichtungen in ganz Nordamerika eingesetzt. Also in ganz vielen Einrichtungen. Das ist also kein Einzelfall, ne, so ein Gerät. Ja, und dann hat man sich natürlich an den Hersteller der Software auch gewandt, wie die denn funktioniert und ob da wirklich Daten gesammelt werden oder nicht.
Die Software führe die lokale Verarbeitung der vom optischen USB-Sensor abgeleiteten digitalen Bildkarten in Echtzeit durch. Nichts gelange etwa über das Internet in die Cloud. So, also das heißt, es wird dann nur lokal verarbeitet. Ja, gibt aber widersprüchliche Aussagen von Betreiber und Hersteller. Die Inventor-Software sei nicht in der Lage, die Identität einer Person oder andere Formen persönlicher Informationen zu erkennen, betonte das Unternehmen weiter. Alle Komponenten seien DSGVO-konform. Auf einem beigefügten FAQ-Blatt heißt es zudem, dass nur die endgültigen Daten, nämlich die Anwesenheit der Person, das geschätzte Alter und das geschätzte Geschlecht ohne jegliche Zuordnung zu einer Person erhoben werden. Kunden erhielten allein anonymisierte Datenanalysen. Dabei ergeben sich Widersprüche zu den Aussagen von Adaria, wonach die Maschinen keine Bilder von Kunden machen und über keine demografische Bildbeschreibungsfunktion verfügen. Ja, Inventor hat seinen Hauptsitz in Alpnach bei Luzern. 2022 eröffnete das weltweit agierende Unternehmen ein Büro in Berlin und stellte ein Verkaufsteam für den deutschen Markt zusammen. Großaufträge von Mars und anderen Konsumgüterkonzernen sowie das Interesse von Betreibern wie Tankstellenketten, Hotels oder Einzelhandelsfirmen hätten gezeigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt sei, Deutschland zu erobern, erklärte Firmengründer John Brzezinski damals. Zu weiteren großen Kunden für die White-Label-Lösungen zählten 2021 etwa Coca-Cola sowie Lindt und Sprüngli. Eine Sprecherin der Uni Waterloo bestätigte gegenüber CTV News mittlerweile, dass die Hochschule Adaria aufgefordert habe, die Gesichtserkennungssoftware zu deaktivieren und die Automaten zu entfernen. Ja, das finde ich ist doch der Gipfel, oder? Wahnsinn. Ist irre, ne? Ich habe jetzt gerade im Chat nebenbei gefragt, ob irgendjemand Alexa benutzt, weil da ist ja das auch so interessant gewesen, dass die Alexa da mithört und Daten sammelt, ohne dass die aktiviert wird. Und es ist faszinierend, bei der Alexa kann man sich das so anhören, was da aufgenommen wird. Und wenn man das mal in der App so anhört, sind also bei mir auch oft Sachen dabei, wo wir denken, hey, das habe ich ja gar nicht aktiviert gehabt. Das ist jetzt irgendwie heimlich oder zufällig aufgenommen worden. Ja. Fakt ist natürlich, wir alle, wenn wir uns im Internet bewegen, wenn wir mit unseren Smartphones ins Netz gehen, wenn wir uns bewegen, die Mobilfunkbetreiber wissen genau anhand der Funkzellendaten, wo wir uns wann, wie lange aufhalten. Ja, jetzt haben wir natürlich unseren Datenschutz hier in Deutschland und da wird dann immer gesagt, die Daten werden zwar gesammelt, aber die werden ja nicht großartig ausgewertet oder verkauft etc. Also wir gehen mal ein paar Jahre zurück. Ich kenne Leute, die hatten Geheimnummern, die also in keinem Telefonverzeichnis gestanden haben. Die haben Werbeanrufe bekommen. Also Werbeanruf auf eine Geheimnummer. Ja. Da war dann schon klar, dass die Telekommunikationsunternehmen bewusst oder unbewusst die Daten rausgegeben haben. So, das ist jetzt erstmal nicht schlimm. Da kriegst du einen Anruf, kannst du sagen, gehe ich nicht dran, ne, egal. Ja, aber heute mit unseren Smartphones, die Mobilfunkanbieter, die wissen natürlich ganz genau, welche Pendelstrecken wir zurücklegen. Ja, ob wir mit dem Auto fahren, also wie schnell wir uns dabei bewegen. Da kann man unheimlich interessante Daten draus rausziehen. Die kann man natürlich auch gewinnbringend verkaufen. Klar. Und ich sag mal so, das kriegt ja erstmal keiner mit. Ist ähnlich wie mit dem Automaten, mit der Kamera, das kriegt erstmal keiner mit. Es sei denn, es kommt mal zu einer Fehlermeldung oder ein Mitarbeiter quatscht, ne? Da hat es mal ganz einen interessanten Test gegeben im Internet, vielleicht findet ihr das Video auch. Die haben sich eine Woche, also die haben kein Kind, nichts gehabt, und die haben sich eine Woche mit Freunden, wenn sie unterwegs waren, immer über Babys, jetzt kommt das Baby und so weiter, über Kindersachen unterhalten. Die haben da nicht gegoogelt, die haben sich nur unterhalten. Das hat ungefähr eine Woche gedauert, dann sind auf Facebook, auf Google plötzlich überall Babywerbung aufgetaucht. Und das nur durch die Unterhaltung. Also ich glaube, da wird oft auch schon mal so ein bisschen mitgehört. Ja. Da bin ich mir ganz sicher. So. Und das meinte ich vorhin, das ist eine tolle Sache, worüber man diskutieren kann. Die Babs fängt nämlich schon an. Wir sollten uns nicht aufregen. Wir wollen doch alle digital und KI. Das ist die Schattenseite. Absolut richtig, Babs. Denn da kann sich keiner von freisprechen. Ich auch nicht. Ich bin Freund von dieser ganzen technischen Entwicklung. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe diese Bedenken auch. Ja. Was man alles damit für Schindluder treiben kann. Also mit den Daten, die so gesammelt werden. Und wenn jetzt die Konsequenz wäre, wir schalten diese Dienste wieder ab, ja, also keine Handys mehr, kein Internet mehr, das möchte ich auch nicht.
Ne? Mountain Man. Weißt du, wie ich meine? Also auch das, was wir jetzt hier machen. Ja. Also wir befinden uns. Ganz Ne? ehrlich, ich schaue mich da um. Hier hängt der Echo. Da hinten hängt eine Alexa. Hier liegt die Apple Watch mit Siri. Hier ist das iPhone. Wir sind da komplett durchleuchtet. Da können wir gar nichts machen. Wir kommen der Sache gar nicht mehr aus. Wir kommen gar nicht mehr davon. Ja, wie gesagt, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir würden jetzt alle sagen oder wir würden abstimmen und die Mehrheit würde sagen, keine Handys mehr, nichts Digitales mehr, kein Internet mehr. Möchte ich auch nicht, ne? Weil, guck mal, das, was wir hier machen, das macht auch viel Spaß. Natürlich bewegen wir uns hier auf dem Server von Google. Ja. Google scannt alles. Ne? Wir wissen das. Wenn wir jetzt hier Musik spielen würden, ne, die urheberrechtlich geschützt ist, was passiert dann, Mountain Man? Gibt es einen Strike. Richtig? Genau. Aber sowas Und von. wir können uns sicher sein, alle, unsere Sprache hier, die wird auch analysiert. Ja, wird's auch. Absolut. Also auf YouTube ist das Nippelwort bestimmt bekannt seit heute. Ja, die kennen wir schon. Aber jetzt nicht nur, sagen wir mal, um die Jugend zu schützen oder um urheberrechtliche Werke zu schützen, ist auch ganz interessant, worüber die Leute reden, wenn sie nicht schreiben. Ne? Weil ich sag mal, du kannst das Schriftliche super auswerten, aber interessant ist ja, was außerhalb vom Internet noch so passiert. Da sind wir ja wieder bei Siri und dem Google Assistant. Das steckt ja so ein bisschen dahinter. Ne? Aber interessant ist ja, da habe ich auch schon Berichte gelesen, Google hatte sich da ursprünglich mehr von erhofft, von diesem Lautsprecher, von dem Google Assistant. Die Idee war von Google, dass wir da ganz viele Produkte drüber bestellen und kaufen, ähnlich wie bei Amazon. Genau. Aber es ist wohl so, dass die Leute das Ding wirklich nur benutzen und sagen, mach das Licht an und aus und spiel AC/DC Highway to Hell. Die Idee war ja, wenn irgendwas ausgeht, es wird automatisch über Amazon nachbestellt. Einkaufslisten, Bestellungen, alles automatisch. Der Drucker wird erkannt, wenn die Tinte leer ist. Ja. Deswegen hat es ja die ganzen Echo Dots relativ günstig gegeben, weil sie sich da wirklich mehr erhofft haben. Ja. Der Michael Ritter schreibt was Nettes. Er meint, in den Automaten ist die Fotografie noch nicht tot. Falsch. Denn wir haben ja die offizielle Bestätigung bekommen, dass da überhaupt nicht fotografiert wird. Ja, Mountain Man? Ja. Mountain Man wird immer abgelenkt. Der Herr Nein, Ritter... ich habe bloß geglaubt, die Maya-Zensi schon da ist, aber na. Ach so, warte mal, wir antworten noch mal kurz auf den Herrn Ritter. Also wie gesagt, natürlich ist Fotografie tot, denn der Hersteller hat uns ja versichert, es wird gar nicht fotografiert. Ja? Es ist ja nur Bewegungsmelder. Also es wird ja gar kein Foto angefertigt. Ne? Es wird ja auch nichts abgespeichert. Also die Automaten fotografieren ja gar nicht. Ne? Also man kann nach wie vor muss man an der Stelle sagen, Fotografie ist tot. Ja? Also führt einfach kein Weg dran vorbei. Aber Mountain Man, du hast gerade gesagt, wir müssen noch mal ins Fundbüro schalten. Vielleicht haben wir jetzt Glück, oder? Ja, weil mein Kaffee ist leer. Scheiße. Ich schalte mal ins Fundbüro, ja? Verdammt, wieder zu spät. Ja, die aber schnell sei. Wahnsinn. Ja. Also wir müssen uns eine neue Taktik überlegen, aber wir müssen das auf die nächste Folge Alpenglühen verschieben. Da werden wir nochmal versuchen, in das Büro von Maya-Zensi zu schalten, in der Hoffnung, dass wir sie dann mal erwischen und mal vor die Kamera kriegen. Ne? Ja, meinst du, wir sollen echt nochmal Alpenglühen machen? Ja, das kommt drauf an, ne? Ob es den Zuschauern gefallen hat. Also wenn die Zuschauer jetzt mal im Chat schreiben, ob es ihnen gefallen hat, dann wären wir natürlich gezwungen, in 4 Wochen wieder eine Sendung zu machen. Was wir ja gar nicht wollen. Was uns ja auch gar keinen Spaß macht. Ne? Wir stecken einen Haufen Arbeit drin und eigentlich habe ich da keinen Bock. Und das möchten wir an der Stelle auch nochmal betonen. Also im Gegensatz zu den anderen YouTube-Kanälen, wir machen das nicht, weil uns das Spaß macht. Wir machen das wegen der Kohle. Ja. Ne? Wir machen es nur wegen der Kohle. Also Spaß, da wäre ich gar nicht hier. Spaß. Das schaut anders aus. Das ist kein Spaß, da würdest du mich hier aber nicht sehen immer. Ne. Das ist also so lustig ist das jetzt nicht hier eigentlich, ne? Also
Weil da habe ich zwischendurch, habe ich heute auch wieder gedacht, Ja, ne, wie immer, langweilig. ne? Also, Ja, das es ist war- langweilig, weißt du, und dann kommen die ganze Zeit so komische Chat-Nachrichten, wo du denkst, hey, was sind das für komische Leute? Ja. Also einer ist dabei, Schmidti, ne? Er ist tatsächlich das erste Mal, der Wow. hat die ganzen anderen Folgen von Alpenglühen nicht gesehen. Nee. Schmidti, also über Ostern bitte alle Folgen von Alpenglühen gucken. Ja? Also findest du auf dem Kanal vom Mountain Man, auf dem Kanal vom Ehrenwerten. Bei mir gibt es sogar eine Playliste, da kommen die alle rein. Also da hast du ordentlich was zu tun. Ne? Oh, der Herr hat eine Playlist. Da schau her. Ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Playlisten ich bin Vollprofi. Ich mache das nicht zum Spaß, den Kanal. Ich mache es wegen der Kohle. Und die Ja, meiste ja. Kohle gibt es mit Playlisten. Da wird geklotzt und nicht gekleckert. Ja, absolut. Ne? Dem Meinhard hat es auch Spaß gemacht. Schön. Andy sagt, mehr fotografieren bitte. Mehr fotografieren. Ja, Andy, ich glaube, der Andy hat es noch nicht mitbekommen. Oder sollen wir es nochmal zeigen? Ja. Fotografie ist tot. Ja, Andy, zu spät. Also beim letzten Mal wäre noch so gerade eben gegangen, aber jetzt ist too late, ne? Ja. Schmidti sagt auch mehr davon. Also, ja, ich glaube, wir müssen noch mal ran, Mountain Man. Ich glaube, wir können uns noch nicht zur Ruhe setzen, oder? Ja. Also André, das ist unprofessionell. Herr André Stefan. Das hier ist der Liebling vom letzten Monat. Genau. Von dieser Sendung, der wird drüber gepappt. Ja. Wir wollen uns ja von Sendung zu Sendung steigern. Also ich sage jetzt einfach mal, Mountain Man, in der nächsten Sendung werden wir das so machen, dass der Liebling des Monats dann eingeblendet wird. Also wie ich das hinkriege, das ist ja bei mir auf meinem Kanal dann, ne? Großer Gott. Ja. Dann kriege ich ohne OBS kriege ich das ja gar nicht hin, den dauerhaft einzublenden, ne? Dann müsste ich mir den ausdrucken. Ich habe ja einen Drucker hier, kann ich ja dann. Ich glaube, das machen wir. Wir machen das richtig professionell. Ja. Ne? Und wir haben ja heute festgestellt, viele möchten ja das Digitale nicht. Ne? Zum Beispiel der Olaf. Ich werde dann im nächsten Alpenglühen, wenn wir den nächsten Liebling des Monats küren, werde ich den ausdrucken und das dann hier irgendwo befestigen. Richtig schön analog. Was hältst du davon, Mountain Man? Das ist doch super, oder? Richtig analog. Geil. Dann haben wir eine digitale Sendung, Sendung mit analogem Inhalt. Da holen wir alle ab, oder? Also frontaler geht's nicht. Ja, da kann doch keiner mehr meckern eigentlich. Ja, ne? ja. Der Frank Unger sagt auch, Alpenglühen muss sein. Vielen Dank dafür. So, die Babs hat auch 3 Daumen. Vielen Dank, Babs. Zwinker, Zwinker. Und wen haben wir denn noch? Wann gibt es denn den nächsten Stream? Ja, also Alpenglühen ist einmal im Monat, immer zum Ende, weil wir machen hier den Monatsrückblick. Ne? Wir zeigen euch nochmal, was alles so im Monat passiert ist. Ja, wöchentlich eine Folge. Ja, Mountain Man, das liegt ja nicht an uns, aber wer soll das bezahlen? Wer soll uns bezahlen, dass wir das einmal in der Woche machen? Ne? Kann man gar nicht finanzieren. Da müssten wir ja anfangen und Kalender oder so verkaufen. Geht ja gar nicht, weil Fotografie tot ist. Ja. Geht ja nicht mehr. Also das ist schlecht, ist keine gute Idee. Ne? Vor allem auch, da muss ich wieder alles ändern, das ganze Konzept hier. Ne? Monatsrückblick, das wäre dann der Wochenrückblick, das ist zu viel Arbeit. Geht jetzt absolut nicht. Na. Geht auch ohne OBS. Ja, Herr Ritter, wir haben ja schon die Lösung gefunden, aber nicht, dass einer sich auch Gedanken macht. Hier finde ich gut. Und ja, also ich weiß ja nicht, wie du das siehst, Mountain Man, ne? Aber ich finde ja. Für mich wäre der YouTube-Kanal immer wichtiger. Ja? Ja. Ja, es wird immer wichtiger, ne? Der YouTube-Kanal. Also ich muss mich da anschließen. Ne? Ja, jetzt würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende angekommen. Ne? Wir sind 10 Minuten drüber. Was heißt drüber? Wir sind ja nicht in einer blauen Stunde.
wir können uns ja hier völlig frei bewegen. Der Mountain Man hat ja das komplette Kontingent noch auf StreamYard. Wir können jetzt noch, ich glaube, 16 Stunden weitermachen, ne? Oder wie viel hast du noch? Na, letztes Mal waren wir im Stream, aber 10 Stunden, glaube ich, könnte man schon noch machen jetzt. Ja, aber wir müssen uns ja noch ein bisschen was aufbewahren, ne? Aber das ist das Schöne, wenn man sich das aufteilt, immer im Wechsel hier, ne? Deswegen nochmal an alle Fans vom Alpenglühen, wir wechseln immer. Ja, heute sind wir beim Mountain Man auf dem Kanal, bei Bavarian Sky Pixels, und beim nächsten Mal sind wir beim Ehrenwerten und wir springen immer hin und her. Ne? Das heißt, wir beide können da schön unser Kontingent hier auf StreamYard nämlich schön aufbrauchen. Denn wie gesagt, bei uns geht es ja nur um die Kohle und deswegen nehmen wir alles, was kostenlos ist. Ist ganz wichtig. Sonst ist die Kohle direkt wieder weg. Da kommst du zu nichts. Weil das haben meine Großeltern schon immer gesagt, viel haben kommt von nichts abgeben. Und da haben wir uns immer dran gehalten. Und deswegen haben wir auch so viel. Ne? Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ne? Stimmt. Ja, jetzt gucke ich gerade. Haben wir noch irgendwas auf unserem Ablaufplan? Nee, ne? Ich würde sagen, wir sind fertig, Mountain Man, oder? Hast du noch was? Wir sind komplett fertig. Fix und fertig. Ja, ne? Aber weißt du, was? Ja, danke schön. Ja? Oh, Was war das denn? die Maya hat hier Kaffee gebracht. Ich glaube, die ist wieder wach. Schau dir das mal bitte an. Danke, Maya Zenzi. Aber weißt du, was wir total vergessen haben, Mountain Man? Wir haben ja die ganze Zeit hier immer was getrunken. Ich habe ja auch getrunken, du bist auch mit Getränken versorgt, ne? Aber weißt du, was ja ganz wichtig ist? Nee. Nahrungsaufnahme, Essen. Ach, Hobby jetzt gar nicht. Essen ist ganz, ganz wichtig. Haben wir Ja, wieder. Mozart. So, ja. Aber ich habe da noch was gefunden. Das muss ich jetzt zum Ende noch raushauen. Das Beste kommt ja immer noch zum Schluss. Weil beim Essen gibt es eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig. Und wichtig ist auch da, hier beim Herrn Ritter, Video am Sonntag um 14 Uhr gucken, genau. Meine Damen und Herren, hier könnte auch Ihre Werbung stehen. Ja? Also, wenn wir gut bezahlt werden, zeigen wir jede Werbung, vollkommen egal was. Ja. Aber was wir alle nicht vergessen dürfen, ja, das ist das Essen. So, jetzt mal bitte die Kommentare wegmachen. Ja, denn jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Da müssen sich alle mal ein Beispiel dran nehmen. Man hört, wenn man es isst. Ja? Also beim Essen drauf achten, man hört, wenn man es isst. Ja, ich zeige es noch. Man hört, wenn man es isst. Ja, also es geht darum. So, das möchte ich jetzt allen Zuschauern noch mal mit auf den Weg geben. Bitte nicht das Essen vergessen vor lauter Trinken, gerade in der Osternzeit. Nachdem meine Mama ja zuschaut, nein, ich mache beim Essen den Mund zu. Keine Angst. So habe ich es gelernt. Mountain Man, ich würde sagen, wir sind am Ende, ne? Oder? Wir sind am Ende der Sendung. Ganz schön schnell vorbeigegangen, die Zeit. Wahnsinn, ne? Ruckzuck wieder. Hat's dir genauso viel Spaß gemacht wie mir? Ah, mir hat es richtig bockt halt. Also ich fand es total langweilig heute, aber nein. Ja, es war, weißt du, was ich fand heute? Was ich muss mal eins sagen jetzt, für mich heute, ne? Das ist so die absolute Königsklasse, würde ich behaupten. Ich fand das heute Weltklasse alles. Ja, also Königsklasse ist noch untertrieben, stark untertrieben. Auf gar keinen Fall Ja, ne, wie immer, langweilig. Nee, ich fand es wirklich absolut Weltklasse. Das wollte ich nochmal sagen. Ja, wie geht's jetzt weiter, Mountain Man? Also, wir machen jetzt ein bisschen Werbung. Für den Herrn Ritter haben wir schon Werbung gemacht. Also Sonntag 14 Uhr. Ja, also die Osterzeit kriegen wir gut um. Ne? Was gab's da? Ein Unboxing, ne? Habe ich gelesen. Ich glaube schon, ja. Ein Unboxing. So, vom Olaf gibt's, glaube ich, auch ein neues Video. Ne? Der hat irgendwas geschrieben. Moment, wo war's? Wo war der Olaf? Der hat doch auch noch was morgen, ne? Oder meinte der Olaf ein anderes Video? Der Olaf hat hier am Samstag um 16 Uhr Unboxing. Okay. Es wird richtig geboxt über Ostern. Es wird komplett angeboxt. Großartig. Gibt's bei dir auch was, Mountain Man, über Ostern? Ich überlege jetzt gerade ein Ostereier-Unboxing. Das Ei aufschlagen und dann schälen, schauen, was drin ist. Obwohl, das habe ich schon so ein Video gehabt, das war jetzt auch nicht so toll, was da rausgesprungen ist. Ich würde es trotzdem machen, wegen der Kohle.
Ja, gut, stimmt. Wegen der Kohle, du musst alles mitnehmen, du musst alles machen, du musst dich komplett verkaufen mit deiner Seele. Ja? Der Ehrenwerte zum Beispiel auch. Der Ehrenwerte verkauft sich am Samstagabend wieder im Podrock. Ne? Für den Höchstbietenden werde ich wieder auf Sendung gehen ab 20 Uhr. Und da gibt es das volle Brett. Ja? Thema ist noch Top Secret. Darf ich noch nicht drüber sprechen, wird morgen bekannt gegeben. Also Samstagabend 20 Uhr Podrock. Olaf, ne? Du stehst wieder draußen an der Türe. Und alle anderen sind wie immer herzlich eingeladen. Ich habe noch kein Foto eingereicht. Ich war so faul. Ja, die Zeit läuft. Ne? Also morgen könnt ihr alle noch ein Foto einreichen. Hashtag PodrockFDW. Bitte rechtzeitig. Ich mache das am Samstag um 5 vor 8. Reicht es? Das reicht, um disqualifiziert zu werden. Ja, dafür reicht es auf jeden Fall. Ja, sagen wir mal so, es gibt zwischendurch mal eine Ausnahme, aber ihr müsst halt ein bisschen verstehen, ich bereite das alles vor, leider mit OBS, der Rechner schmiert immer ab, ich bin immer froh, wenn das alles irgendwie steht und ich nicht noch was ändern muss, ja, deswegen. Okay. Andreas, von ihm gibt es auch ein Video, Sonntagmorgen um 8 Uhr, Frühstücksfernsehen bei Andreas Pott, Bilder von einem Meetup. Was ist denn Meetup? Meetup. Gibt's auch Meet Down? Meetup? Meet Down? Egal, wir werden es alle erfahren am Sonntagmorgen um 8 Uhr beim Andreas auf seinem Kanal. Ja, dann würde ich sagen, wir sind soweit durch. Ne? Ja. Aber bevor wir uns von den Zuschauern noch verabschieden, Mountain Man, wollte ich dich noch fragen, was machst du denn jetzt heute Abend noch? Ich werde jetzt den Stream beenden und dann schauen wir den Stream gemütlich auf der Couch nochmal an. Das mache ich jedes Mal. Also ich weiß nicht, was ihr ja alle macht, aber der Ehrenwerte, ich werde das hier machen. Das heißt, heute Abend noch ein bisschen Sunset-Stimmung am Beach, denke ich mal. Ein bisschen Sunset-Stimmung am Beach heute Abend. Ne? So wie der Herr Lichtbild-Idealisten. Ja? Also wollt ihr noch mal sehen? Ja, wollt ihr noch mal sehen, ne? Oder? Das heißt, heute Abend noch ein bisschen Sunset-Stimmung am Beach, denke ich mal. Ja, und die Sunset-Stimmung am Beach, wenn ihr wissen wollt, wie man die erreicht, wenn man jetzt selber nicht die Sunset-Stimmung machen kann, weil man keinen Beach hat. Meistens fehlt ja der Beach für die Sunset-Stimmung am Beach. So, was macht man, wenn man keinen Beach hat? Man guckt sich einfach Sunset-Stimmung am Beach auf YouTube an. Und da habe ich auch einen tollen Tipp für euch, nämlich das hier. West Coast Diaries. West Coast Diaries. Da ist so ein bisschen Hollywood, ne? Oder Mountain Man? Voll West Coast, East Coast. Achte mal bitte auf die Körperspannung und auf den Einsatz. Perfekt. Guck dir das an. West Coast Diaries. Wahnsinn. Die Mimik, die Sprache. Von West Coast Gangster zu tun. Also wenn ich das jetzt so machen würde, so West Coast Diaries. Wow. Und dann guckst du wieder weg. Du sagst irgendwas und guckst dann wieder weg. Großartiger Move. Absolut Weltklasse auch. Man könnte eigentlich fast sagen, das ist so die absolute Königsklasse, würde ich behaupten. Und wenn man jetzt selber noch, ne, was? Wenn man selber jetzt wirklich noch einen Beach hätte, so ein Privatbeach, weißt du, was das wäre? Das wäre dann der Beach Boy von der West Coast. Ja, aber weißt du, was das wäre? Das wäre jetzt das i-Tüpfelchen auf dieser Sahnetorte gewesen, ja? Das i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte. Ja. Ich frage dich mal, hast du schon mal ein i-Tüpfelchen auf einer Sahnetorte gehabt? Ich noch nicht bisher. Nee, stimmt. Also ein i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte. Ich werde ganz ehrlich, morgen ist Karfreitag, so ein Mist. Ich muss Samstag muss ich zum Bäcker und dann werde ich sagen, ich möchte gerne eine Torte, aber mit dem i-Tüpfelchen drauf. Ich hätte gerne das i-Tüpfelchen auf der Sahnetorte. Ja, habe ich im Internet gesehen, dass es das gibt. So, damit verabschiedet sich der Ehrenwerte mit diesem hochspirituellen, philosophischen Zitat eines bekannten YouTubers. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ja. Ja, es kommt gnadenlos gut an. Ich habe dir gesagt, Mountain Man, wir können uns ab sofort nirgendwo mehr blicken lassen, aber Hauptsache die Kohle stimmt, ist mir egal. Ne? Will noch jemand mein Freund sein, bitte? Ganz ehrlich, mit der Kohle jetzt
Ich brauche keine Freunde, ich kann mir Freunde kaufen mit der Kohle. Es ist mir egal. Es ist mir komplett egal. Ja? Es geht hier nur um Kohle. Ne? Nicht um Spaß oder jemand, es geht nur um Kohle. So, nicht, dass einer hinterher wieder sagt, bei denen geht es ja nur um Spaß. Ja, die haben uns ja verarscht, da geht es ja nur um Spaß, obwohl es denen um Kohle geht. Nee, hier geht es nur um Kohle. Ja, da möchte ich keine Kommentare hören. Ne? Ja, Mountain Man, die berühmten letzten Worte. Hast du noch berühmte letzte Worte? Also mir hat es richtig viel Spaß gemacht, Chat, super geil. Wir haben einen Haufen Zuschauer heute gehabt und Mama, wenn du zuschaust. Entschuldigung. Dankeschön. Ja, und ich verbleibe eigentlich wie immer mit den Worten, ja, nicht nur mit den Worten, mit den berühmten Worten, sondern ich hänge noch was hinten dran. Ja, noch nicht abschalten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So, schon vorbei. Ja, das war's jetzt. Jetzt ist wirklich vorbei. Jetzt kommt das Outro. Ne? Also, vielen Dank an alle. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und nun noch, das war's für heute. Gut.